So, hab ich alles. Schlürfi, check. LED so geschaltet, die keiner sagt, check. Bip, check. Kampftröte, Moment. Check. Was haben wir noch? Camelab, check. Popomann der Erste, check. Hashtag Netty habe habe vor Vorfreude meine Fernbedienung aus Versehen durch den Raum. Ich hab aus Vorfreude, na, Reisinger. Jetzt war's so schön stark die ganze Habe Zeit. Sanheit wieder dabei. Herr Hinschenbauer, merci. Herr Reisinger, ich Besuch sag bei der nichts mehr. Schwiegerleid 2F oder 9 Shirts gejagt. Schöne Griers von der Frau und mir US im Nachbarland. Herr Reisinger, geht's gut, Brudi? Hashtag Popomann! erster Grüß lachender jetzt, Herr Sieber! Smiley Erster am mit geilen Stream Become lachenden Human. Augen auf Wir werden angeilen sehen, Stream. Leid, chillt's, Alter. Hashtag Become Kennt Human sich einmal. Raute, Was ist denn los? Ich hab nicht mehr bei dir DJ gesagt. Roman Smiley mit Freudentränen. Haltet! Events! Birger! Ich kann sowieso nicht schmerzen. Mittwoch, 20 Uhr. Heute spielen wir ein neues Spiel, nämlich Detroit Become Human. Net ist stabil. Mr. Killer! Mr. Wautzen! Kadett Warze und Kadett Killer melden sich zum Umsuff-Spielen Kadett! Stream. Was? Zum Suff Kon spielen? sei dos immer noch ins Mikro eine nur 8 Oberjovos wüst mochen. Gruß an Vollbier Squad, bester Squad und auf Küssi gönn dir Aguazsteak vom Geld. Genau das werde ich tun. Special Greets, merci dir. Hey Jodel! Jetzt ist er Ruhe. Glaubt mir schon wieder eigentlich. Herr Jodel, vergeht's gut. Habe die Ehre an, die Frau Kendall, den Herrn Grückel, den Sepp aus Minger, dem Herrn Geibüffel, der gleich wieder ausblinkt worden ist, warum auch immer. Da Herr Pickel an den Herrn Grekel, an den Herrn Leif, an den Herrn Bürger, an den Henkel. Warum liest denn der jeden Scheiß vor? Blunschwoafla. WOA immer. Ich muss los! Oh nee! Du check, hahaha. Check! Haha! Merci! Henke Chief, Mr. Creepflix, Herr Sattel, der Virgil, der Schiefe! Irgendjemand ist Mitglied geworden, ich weiß nicht wer. Ich glaube, der Heilmeier war's. Ich glaube, ich sechster in meiner Listen. Merci dir. Welcome to the Vollbier Squad. Es tut mir leid, dass Donation die Rotzeug wird. Ich weiß nicht warum. It doesn't stop! It doesn't stop! I can't tell some shit because the donations don't stop! They can't stop! Ich bin ein Rasensprenger. Ja, passt. Merci, auch direkt. Fix, Marileit. Chill's Retter mal. aller Tage und feuchter Traum der gesamten Menschheit. Wer ist das? Du oder ich? Right! Hallo, Bandana ist Bandana. Passt, das wollte ich hören. Da haben einige von euch Bandanas bestellt. Es haben permanent die schwarzen und weißen nämlich ausverkauft. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich möchte nochmal dazu sagen, ich verdiene an den Teilen nichts. Ja, ich mache das ein bisschen anders wie die anderen. Ich bin So. ein Wer Rasensprenger. aber das nicht glaubt, legt schon wurscht. Wer das wieder war, weiß ich nicht. Ich glaube, das war der Herr Mach. RRRT. Geh frei mit drauf. It doesn't stop. Was? Twitch geht nicht. Wieso geht Twitch nicht, Alter? Warum geht Twitch nicht? Twitch geht nicht. Wieso geht? Warum ist immer irgendwas? Why? Why is there every time some shit? Bürgerfrage ist der Sound bei der Donationskonto, wo dir gesprochen? Hob den Showbormoi in andere Videos gehört. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt wart's mal. Es nimmt kein verficktes Wie mir Ende. deine Donationssensor wergelt worden. It doesn't stop. Reisinger, merci leid an euch alle. It doesn't stop. Da ist nur 100 Kilometer lange Listen von irgendwie. Hört jetzt auf. Jetzt schauen wir mal, dass Twitch geht. Geht Twitch! Wieso geht Twitch nicht? Wieso geht Twitch nicht? Why? I don't get it! Geht's jetzt? Hallo? Es ist jetzt mal was anderes. Es ist jedes Mal etwas anderes. Geht jetzt Twitch? Geht Twitch? Warum geht denn Twitch nicht? Hallo! Daten werden gesendet. Moment. Das sitzt mir aus. Du, das sitzt mir aus. Moment. Okay? So. Geht jetzt was? Nein. Twitch ist hier. Sind wir kaputt jetzt. Geht nicht mehr. Keine Ahnung. Daten werden gesendet, heißt. Ich hab keine Ahnung. Herr Geibelfi, vergeht's gut. Herr Birger, du Schwarzschusler. Verstehe nicht. Höller Bürger du Schwarzschosler. Lass heute mal wieder de Vorlese tun. Die Scheißtrutschen, die soll nur vorlesen ab einem bestimmten Betrag, damit nicht jeder Scheiß vorgelesen wird. Das ist mir das Allerwichtigste. Ist ja wieder jemand, der... Kaufmann Ralf!
vergesst für deine Mitgliedschaft, habe ich dir gesagt, wir tun, was wir können. Jetzt muss ich mal schauen da. Wir müssen mal reconnecten. Ich bin in 20 Sekunden wieder da. Stream stoppen, Stream starten. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, vielleicht geht's dann, ich weiß nicht. Kim geil. Wusa. Wusa, Brudi. Wusa. Wusa. Wusu. Wusuwasa. Geht jetzt da was? Warum geht denn Twitch nicht? Alter, ich flipp aus. Ich flipp komplett aus. Was ist das für eine dermaßen behinderten Scheiße, dass manchmal geht und dann geht's wieder nicht? Warum? Ich hab nix da. Nichts. Nada, niente, fucking null. Fucking fuck, null fuck. 100-mal fuck, mir scheißegal. Demonetized. Das ist mir scheißegal, Alter. Fix Mare, hab ich dere alle miteinander. Ich bin's, der Birger. An diesem wunderschönen Mittwochabend, 20 Uhr. Wir haben fertig mit Resident Evil. Offensichtlich sind leider fertig mit Donaten. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt kann ich gern verzeihen, wir spielen ein neues Spiel, nämlich Detroit Become Human. Und jeder mit ADHS ist halt raus. Weil halt werden keine Viecher zerpimmelt. Ich habe das Spiel auch noch nicht gespielt, aber es ist mehr Film und mehr Story als tatsächlich Gameplay. Glaube ich. Ähnlich wie Heavy Rain oder Beyond Two Souls zum Beispiel. Ich habe selber keine Ahnung, was das ist. Ich habe nämlich Heavy Rain, das ist 10 Jahre her, wo ich das gespielt habe. Heavy, grüß dich, vergeht's, Zicken. So. Es geht! Ja, ich sag die Twitch-Leute, es geht. Wunderschön. Klatschen wir mal selber. Wir klatschen wir einfach mal selber. Wir wissen nicht für was, aber wir klatschen einfach. So. War zu schön gewesen, wenn. Ich bin ein Es Rasensprenger. nimmt keine Idee. Ja, geil, Fee! Take 2 Mikro am abkacken. Birger nimmst Quecksilber aus dem Popomann. Das ist so wie die Quecksilber aus dem Popomann. Du hast das schon wieder gesuffen. Geil, Biffy. Herr Gerbin, merci. Herr Weber, merci. Passt schon, merci. Mietsmann, merci. Hinschenbau, merci. Als wäre die Donation vorbei. Hashtag netti. In 2 Minuten fahren wir mit dem Spiel oder mit der Donation Sound ausgemacht, weil sonst kriege ich den kompletten Anfall hier. Den kompletten Anfall, wenn schon wieder nichts mehr geht. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was Donations kommen. Heint ist wieder mal so Stream WOSD komplett ausrasten WIASD. Die Hashtag Asa steh und letzte Raute Wäschpaß. Ich weiß nicht, wer das war. Ich stelle leider Gottes nicht mehr durch. Herr Sprangen! Weiß ich nicht. Eventuell kommt am Sonntag ein ganz neues Lied. Verpiss das wieder Pinguin. Merci dir, Alter. Weißt du, was ich vergessen habe? Der Baby-Pinguin aussahst, denn du spannst mich schon auf die Folter. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Nämlich mein Xbox-Controller. Der liegt immer da am PC. Jetzt habe ich ihn verrannt, weil ich meine, wir brauchen für nicht. 10 Minuten erarbeiten. Phase 2 Umsatz machen. Phase 3 Zyklone und Bra. Hashtag ProStreamer. Durchgespielt. Streamen durchgespielt. Sekunde. Pro-Streamer. Ich bin ein Rasensprenger. Hashtag Pro-Streamer. Ja, Leute, wer soll denn da noch auf irgendwas reagieren? Kennst du mir das sagen? Hä? Wer soll denn da noch auf irgendwas reagieren? Sag mal das. Bürger entspann die Kniescheiben Grias ausstellen. Aber jetzt sagt, da ist jemand noch nicht lange dabei. Der Moment, wo ich meine Kniescheiben entspanne, der ist sehr rar. Ne? Der ist fast schon legendary. Der Moment. Hashtag Netti. Dieser verdammte nette Scheiß. Warum liest diese Tussi seit kurzer Zeit jeden Scheißdreck vor? Das geht mir so am Sack! Nicht. Was ist denn los mit dir? Endlich wird einmal ein Mitglied angezeigt. Um Gottes Willen, Alter. Herr Werner! Vergesst für die Mitgliedschaft im Vollbier-Squad. Bester Squad. Ab in den Chat habe, dritter Herr Werner. Wer immer das wieder ist. Nein, wieder der Geibi für mit irgendeinem Schmarrn! So. Habe DRRT Swader von der Patricia ausrichten, dass du Hossenbiesler bist. Dass ich aber was bin? Patricia! Ich verstehe kein Wort, Alter. Sounds sind nur Anwalts. Ja, stimmt. Jetzt sind sie aus. Dankeschön, Herr Reisinger! Streamer hassen diesen Trick. Dankeschön, Leute. Chillt seine Knirscheiben jetzt. Der Donation Sound ist aus jetzt. Das dauert ja nur 2 Stunden, bis das durch ist. Oh Gott. Freunde der Sonne, jetzt laden wir uns zurück, schalten wir unser Hirn ein, blären wir mal ein bisschen weniger umeinander, nehmen wir mal einen Schluckerl von unserem Wodka Gorbatschow aus dem Glas.
Rotz mir sauber ins Mikrofon rein, wer immer das da war. Merci dir, Alter. Merci an euch alle. Und jetzt spielen wir eine Runde Detroit Become Human. Das ist eine gute Idee. So, wir starten das Spiel! Vor 2 Sekunden habe ich noch gesagt, wir schreiben nicht umeinander. Also, jetzt chillt's mal. Herr Bünger, Text und Speech nimmt langsam Überhand. Bin gespannt, wie du das Spiel findest. Viel Spaß euch alle. Herr Bünger, endlich einmal eine normale Donation. Merci für deinen Fünfer. Kriegst du ein Bussi aufs Nussi. Kriegt's alle ein Bussi aufs Nussi. Und dieser Text-to-Speech-Scheißdreck, der lässt sich leider nicht einstellen. Ich hab ihn eingestellt, aber er funktioniert halt einfach nicht. Mosi, grüß mal den Stefan von mir. Hashtag Netti. Nein! So, wir machen mal so. Nice. Nice. So, kann ich jetzt da eigentlich mit dem Controller auch noch? Sie waren lange nicht hier. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich habe heute das Spiel schon mal kurz gestartet, um Einstellungen vorzunehmen. Und das habe ich ganz cool gefunden, dass sie dir dann so sagt, sie ist ja Androidin und so. Ja, das ist sehr immersiv. Und jetzt muss ich sagen, ganz ehrlich, wenn das Ingame-Grafik ist, Brudi muss los, Mann. Brudi muss los. Gib dir mal das Gesicht, Alter. Ja? It's time to fop, Alter. Also, keine Ahnung. Wenn das wirklich konstant Ingame-Grafik ist, heilige Scheiße, Alter, dann muss ich sagen, GG. GG, easy /dance, Motherfucker. So, stecken wir mal unseren Controller, weil der ist natürlich nicht aufgeladen. Hashtag Pro-Streamer. Und dann kann man jetzt da durchschalten. Geht das so? Ich glaube, mit dem Controller ist besser, oder? Ist besser als mit der Tastatur. Das probieren wir jetzt einfach aus. Das werden wir dann schon sehen. Vor allem für den Quicktime-Scheiß. Ich bin sowieso ein totaler Xbox-Controller-Depp. Ich weiß nämlich Knöpfe nicht auswendig. Wir werden mal sehr oft ins Gras beißen, wahrscheinlich, wenn das öfter passiert. Herr Sebastian, Herr Krause, vergelt's gut, Herr Hinschebauer, Mose, Herr Bünger, merci. Mit der neue Geschichte. Ich hab kurz mal auf, das hat gleich angefangen einfach. Ich hab da nirgendwo auf Start drücken können, deswegen machen wir jetzt einfach eine neue Geschichte. Schiebe verwirrt, das schaut. Was die, wo ich gerade sagt. Aber wir machen uns nicht drüber lustig. Übrigens Ich glaube, bin ich das Modell ST200. Ich meine, ich dachte, das interessiert Sie vielleicht. Ja, um ehrlich zu sein schon, weil gegen das Modell T800 hätte ich echt ein Problem. So, jetzt sind wir mit der Maus weg. Warum hab ich den mitten? Warum hat denn die einen Mauszeiger in der Goschen? Und ich kann schon wieder nicht wegfahren. Da muss ich kotzen. Kinder, muss ich kotzen. Jetzt ist sofort. Geht was? Geht was. So, Freunde der Sonne, neue Geschichte. Wir starten ab. Neue Geschichte anfangen. Dein vorheriger Ich hab keinen Kontrollpunkt, ich hab keine Sekunden gespeit. Ja. Okay, Achtung und Obacht. 15. August 2038. Das könnt ihr gerade nicht lesen, das steht da links unten. 20:29 Uhr. Ich bin so gespannt, Alter. Ich bin so gespannt. Jesus, bitte. Android-Shit. Granaten richten. Grafik ist krass gut. Leckt mir am Arsch, Alter. Leckt mir am Arsch, Alter. Was? Vermittler? Vermittler bin ich das schon. Kann ich da schon was tun? Ich kann tatsächlich schon was tun. Ich bin der Android RK800. So, schon kurz vor T800. So, was kann man jetzt da alles tun? Wir haben jetzt einfach da. Wir wissen nicht warum, aber wir haben einfach da. Da liegt der Fisch am Boden. Da liegt der Fisch am Boden. Das finde ich gar nicht gut. Oh, James. Wie? Oh, man kann direkt mit dem Fisch. Was? Was ist jetzt da? Retten? Ja, wir haben ihn nicht. Wir haben ihn nicht. Mosi, vergeht's gut. Wir haben ihn nicht. Pass auf. Fischi, Fischi! Ab ins Wasser! Hey, ich bin ein Netter. Spielen wir nett oder spielen wir Arschloch? Ab in den Chat. Hashtag nett oder Hashtag Arschloch. Und das wird wahrscheinlich am Charakter hängen. Ja, das werden wir ja den erst mal irgendwann. Haben wir jetzt da? Da kann man dann schauen. Okay. Kleine Fischerl, schöne Fischerl. Ich habe keine Ahnung, was wir mit der aber das werden wir jetzt dann hoffentlich bald rausfinden. Oh. Oh, bitte, bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, wir müssen jetzt das können Sie doch nicht machen! Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Weil echte Menschen scheiße sind, darum. 90% Arschlöcher! Arschlöcher! Sie hat echt was halt RT gedrückt, um deine Ziele einzusehen. Okay. Finde Captain Allen. Who the fuck is Captain Allen? I have no fucking idea. Wer ist da schon wieder? Hinschebau, vergeht's gut. Mosi. Joke Brother. Saugeil, dass du wirklich Titel spielst. Pussy Bürger. Joke Brother. Pussy zurück. Ich fühl. Fuck, sagt er.
Was genau ist da los, Alter? Wenn ich mit dem Controller irgendwas schießen muss, dann bin ich sowieso raus. Also der Brudi muss los. So, wie war das? Da, finde Captain Hell. Okay, das ist der gelb-markierte Hammer dahinter, wird schon passen. Offensichtlich ist es ein Future SWAT-Team. Sprechen. Captain Allen. Captain Allen. Ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Oh, eine bekannte deutsche Stimme. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon 2 meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Name des Abweichlers, Verhalten des Abweichlers, emotionaler Schock, Deaktivierungscode. Haben Was? Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Ach, ein Android. Ah, okay, ich verstehe. Name des Abweichlers, Verhalten des Abweichlers. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Verstehe, was passiert ist, rette die Geisel mir in Was? Irgendwo ist ein Android, der ihr Kind quasi holt. Oder was? Das habe ich das jetzt richtig verstanden. Und wir haben jetzt da gefragt. Ja, abwarten. Wird schon werden. Verstehe, was passiert ist. Durchsuche das Zimmer der Geisel. Rette die Geisel um jeden Preis. Ich möchte eigentlich die Geisel retten um jeden Preis. Dann muss der Android selbst halten, man, das ist eine Maschine. Beziehungsweise es kommt ganz drauf an. Das checke ich noch nicht ganz. Was ist das da alles? Untersuche die Opfer. DPD-Officer war erster vor Ort. Und der hat... Kann ich da jetzt umeinander schauen, oder? Ah ja, wahrscheinlich. Halte zum Analysieren Y gedrückt. Ja, das mache ich. Schussrückstände. Bleistiftnaht, Antimonsulfid, nur ein Schuss. Also der Polizist hat einen Schuss abgegeben. Okay. Haben wir da sonst noch was? Ah ja, da kann man mehr analysieren. Verstorben. Größe 1,77, Gewicht 77 Kilo, geschätzter Todeszeitpunkt 20:03 Uhr. Hoppala. Rechte Herzkammer perforiert, innere Blutungen. Da Manni hat er sauber zugehört, der Herr Androidensepp, der wo da ein bisschen durchdreht ist, Manni. X rekonstruieren. Was geil gemacht, kannst du sagen, was du machst. Mit LT oder RT überprüfst du die Rekonstruktion. Ah, jetzt kann ich das wie so ein Video ablaufen lassen. Okay. Was ist das Gelbe? Der gelbe Rekonstruktion unvollständig. Okay. Dann schießt er oder möchte er schießen. Also er kommt quasi einer. Und dann fällt da ein Teil. Da sieht man dann nicht, ob er geschossen hat oder nicht. Und dann wird er wahrscheinlich der Schlung. Da müssen wir quasi in der Umgebung mehr Ereignisse. Hoppala. Wie kommt man da wieder raus? Ja, ich möchte raus hier. Oder kann ich da irgendwas tun? In der gelben Dings drin? Ah, okay. Ah. Polizist verletzte den Abweichler. Abweichler ist wahrscheinlich, wie soll ich sagen? Ist geil gemacht. Geisel sah die Schießerei. Finde ich nicht gut! So, was haben wir da? Haben wir noch? Also der gelbe Balken da unten zeigt, das ist von dieser Rekonstruktion noch nicht. Ah ja. Noch nicht alles erkundet. So, jetzt haben wir die Waffe geortet. Und folgendermaßen ist das abgelaufen. Das ist ganz gespusen. Man sieht sogar Blutspritze. Er kommt einer, der Abweichler möchte quasi mit dem Kind abhauen. Der Polizist versucht, warum schießt er eigentlich nicht gleich? Ich meine, das ist, oh, okay, er schießt. Polizistmann schießt. Polizist verletzte den Abweichler, ja. Oh, der schießt den ihn. Oh, er schießt zweimal. Oh, durchs Herz durch. Glatter Durchschuss, wenn du mich fragst. Fällt am Boden, verliert seine Knarre, liegt unterm Tisch. Dann können wir jetzt da rausgehen. Was haben wir herausgefunden? Dass die Knarre unterm Tisch liegt. Okay. Und dann steigt die Chance auf Erfolg auf das, was du vorhast wahrscheinlich. Okay, ich verstehe.
Ja, ist ganz okay. Sie haben mein Interesse geweckt. Natürlich nehmen wir die Knarre. Wenn ich dann natürlich noch mit dem Ding schießen muss, dann werde ich gnadenlos versagen, weil mit dem Controller treffen bloß Autisten. Oh, sorry. Oder jetzt da einer geschossen, oder was hat denn da? So, was haben wir noch? Da ist ein Topf. Wer steckt Topf? Ich hab bloß einen Topf, da war ja auch lästig. Gut. Okay, die Steuerung macht mich schon ein bisschen fertig. Familie wollte zu Abend essen. Vielleicht wollten sie ja auch einen Gangbang starten, keine Ahnung. Bestätigt es sich, wäre das der erste Fall eines Androiden, der absichtlich Menschen tötet. Alles spricht dafür, dass sich das Einsatzkommando auf einen Angriff vorbereitet und seit einer Stunde wird ein Mädchen auf einer Dachterrasse als Geisel festgehalten, hier im Zentrum von Detroit. Noch steht nicht fest, was genau passiert ist, aber der Täter scheint der Android der Familie zu sein. Er hat vermutlich ein Familienmitglied und einen Polizisten getötet. Bestimmt. Also es war der Android der Familie und der trat jetzt durch. Jetzt darf mich natürlich brennend interessieren, warum. Was kann man da noch so alles machen? Da hinten gibt es noch was zum Erforschen. Wir machen uns die Mühe und schauen mal rundherum, damit wir ein bisschen reinkommen. Ja, da liegt auch noch ein Toter umeinander, alles klar. Wer ist das? Der Bab wahrscheinlich. Das Spiel schaut cool aus, Kruzifix, Alter. Bist du deppert oder was? Okay, erstmal das Gesicht analysieren. Oh. Verstorben. Warum kann ich das jetzt nicht mehr machen, oder was da? Größe 1,83, Gewicht 85 Kilo, geschätzter Todeszeitpunkt 1929. Der ist schon eine halbe Stunde vorher gestorben. Das ist eh klar, der Polizist eine halbe Stunde später. Weil die brauchen ja auch eine Zeit, auch in 30 Jahren bis dahin. Versteh schon. Lungenblutung, innere Blutungen. Ja, der Mann hat Löcher im... Wo kann man jetzt da noch was analysieren? 2 von 4 Hinweisen. Was gibt's da noch für Hinweise? Da hinten war noch was. Kann man da von der anderen Seite hingehen irgendwie? Oder kann ich nur... Geht er dann automatisch durch und um? Das werden wir jetzt noch gleich sehen. Herr Bünger, alles erkunden, was geht, Bürger, das ist wichtig. Ja, mich interessiert ja das auch. Desto mehr zirkt es uns ins Spiel hinein, glaube ich. Schau mal, nein, der geht immer von derselben Seite hin. Also du... Es steht aber dort 2 von 4 Hinweise, aber ich sehe das und... Ah, man muss da ziemlich genau sein, merke ich gerade. Linke Niere, merci dir übrigens, merci an euch alle, die wo ich wahrscheinlich schon wieder übersehen habe. Linke Niere perforiert, tödliches Abdominaltrauma. Was haben wir noch? Da Schusswunden. Lungenblutung, das ist doch der Schulter um. Pneumothorax. Ja, wer soll denn sich nicht sagen? Oh, dann können wir quasi die Szenerie wieder rekonstruieren. Jetzt pass auf. Der ist sauber über den Haufen geschossen. Oh, das siehst du, also der Papa hat es nicht einmal mitgekriegt. Vater hielt etwas in der Hand. Ja, was denn? Dann kommt von hinten der böse Androidenmann, hat eine Knarre in der Hand. Er dreht sich um, benutzt den. Also. Okay. Der hat 3-mal in der Luft eingeschossen ins Gesicht. Jetzt gibt's da aber wieder so einen Abschnitt. Ah ja, da hinten. Rekonstruktion abgeschlossen. Was genau passiert da hinten? Was ist das da im Eck hinten? Was habe ich da jetzt analysiert? Das was der Bab natürlich, das was er in der Hand gehalten hat. Das hat mich angeschaut wie so ein kleines Tablet. Schauen wir mal, was das kann. Alter, die Grafik fasziniert mich, ist gut. Ihre Bestellung eines AP700 Androiden wurde registriert. Cyberlife bedankt sich für Ihren Einkauf. Kombiniere! Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet, oft vorteilhaft. Nur oft. Kombiniere. Papa wollte einen neuen Androiden bestellen. Bisheriger Druide hat es spitz gekriegt, hat Papa in die Fresse geschossen. Böser Druide, böse! Jetzt ist die Frage, was gibt's hier noch? Ja, da gibt's das Kinderzimmer. Ja, die Freunde der Sonne, der Tisch schaut stabil aus, da könnt ihr euch dahinter hocken, das passt.
Verstehe, was passiert ist. Opfer untersucht. Hammer. Durchsuche das Zimmer der Geisel. Das ist der Mann. Das schaut mir nach Kinderzimmer an. Die Musik ist auch ziemlich intens. Sowas finde ich ist immer geil gemacht, wenn du dann durch so Tieren durchgehst, dass dann so Special-Animationen kommen und so. Finde ich immer geil gemacht. Mitwen! Der Stream ist übrigens sehr dunkel. Das Spiel ist bei mir auch massiv dunkel. Kehrt schon so. Untersuchen wir das Tablet vom Kind. Abspielen. Oh Gott, übermotivierte Kinder haben die schlimmsten Kinder. Okay. Die Kleine hat eine gute Beziehung zum Herrn Androiden. Sepp, du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Da ein Kopfhörer. Den wir untersuchen. Was? Oh, was hat sie für Musik gehört? Slayer? Künd hörte keine Schüsse. Jetzt brauchst du nicht erzählen, dass du mit das Kopfhörer gibt, wo du keine Schuss mehr hast. Die gibt's seit 30 Jahren noch nicht. So, was haben wir noch? Oh, jetzt haben wir alles? Okay, wir haben alles. Jetzt haben wir einen Dialog oder irgend sowas freigestellt, aber mit wem? Sagt man das irgendwie? Können wir uns jetzt da mit irgendjemandem unterhalten? Wo ist denn der Captain? Hey, Captain Sepp! Captain Sepp, du, ich hab nachgeschaut! Was ist das? So, ich hab jetzt keine Ahnung. Was haben wir da? 70% auf. Scheiß, jede Sekunde zählt. Rette die Geisel um jeden Preis. Das heißt, wir können jetzt da vorne mit den SWAT-Truppen. Ja, ist ein Android, natürlich trifft er immer. Das ist ja das Problem. Oh. Was tut denn das? Sei nicht. Oh, die Kleine Wingerle aufkratzt die. Worauf warten wir denn? Knallen wir dieses Arschloch ab. Ich hab freie Schussbahn. Oh, ich hab einen Schuh gefunden. Schuh gefunden. Kinderschuh, buntes Modell, Spuren menschlichen irgendwas. Geisel könnte verletzt sein. Das seh ich doch! Ich blüht aus dem Knie aus, wie abgestoßen Sacke! Da schreckt mir ein wenig, Alter. Was zur Hölle machst du? Ja, chill mal deine Kniescheiben. Ja, ich tat gern, wenn ich rausgehen darf. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein, bitte nicht! Hi, Daniel. Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Kann ich mich da jetzt bewegen oder? Okay, nicht bewegen. Nein, wir bewegen uns nicht. Gewinne das Vertrauen des Abweichlers. Langsam nähern. Okay. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Ruhig. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe! Niemand kann mir helfen! Es soll einfach alles aufhören! Ich will nur, dass alles aufhört! Wo ist denn? Bist du bewaffnet? Ich sag Android. Ja, ich habe eine Waffe. Fallen lassen! Ganz langsam oder ich schieße! Wer immer das war der M-Kimi. Merci dir. Oh, So. da mein Mediziner. Merci dir. Jetzt nicht mehr. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Sag ich doch. Dass ich etwas bedeute. Dann bist du einfach Ich war austauscht. nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Das soll. Sieh, was du getan hast. Du sollst doch den Menschen dienen, nicht sie umbringen. Als was sollte ich ihnen dienen? Als Sklave? Als Spielzeug? Ich wollte ihnen bloß etwas bedeuten. Ich wollte wichtig sein. Ich wollte doch nur jemand sein. Es ist vorbei, Daniel. Dein Verbrechen ist zu schwer. Die Frage ist, ob du noch ein unschuldiges Leben vernichtest. Du hast nichts zu sagen. Ich mache hier die Regeln. Wenn ich sterbe, stirbt sie auch. Verstanden? Stop it.
Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Ja, weg damit. Die Situation ist unter Kontrolle. Da, du kriegst dein Bild. Jetzt los mit den... Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich möchte gern zu dem Officer hin. Geil gemacht, wenn ein Stürfzeitenschirm. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Die sind nicht lauter so, ich darf gern drüber philosophieren, aber... Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Dass ein Android in der Lage ist, übersehen ist auch nicht überhaupt noch zum Ding. Das ist krass. Ich vertraue dir. Oder was krass. Sehr gut. Sehr gut. Oder wehe, du... Hätte nicht sein müssen, meines Erachtens. Aber er hat einen Menschen gelogen, gebracht. Du hast gelogen. Ja, wir sind Vermittler, wir liegen immer. Wir sind jetzt hier. Anyway, Mission erfolgreich. Brudi muss los. Er hat einen Menschen umgebracht. Natürlich, was hat er gemeint? Wenn er schon so einfühlsam Dinger kann und so weiter, dann muss er wissen, dass er verschrottet wird. Okay. Okay. Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, die du noch zu erkundenden Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Das war, Alter. Oder nur die erste Szene hat 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Möglichkeiten, wie es ausgehen kann, oder wie? Krass. Hat ein bisschen was von Bandersnatch. Kennt ihr bei Bandersnatch? Netflix, da wo man auch diese Entscheidungen treffen muss und wo dann das passiert. Das schaut mir sehr, sehr komplex an. Oh, zu viel Zeit verloren, das Wort verwundet. Das heißt, ich hab zu lange gebraucht. Ja, gut, wo es wenig ist, wissen ich käme im Spenden aus. Ja, das ist schon nett gemacht, muss ich sagen. Da 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternative Enden hat. Allein diese eine Szene. Okay. Okay. Nett. Nett. Weltweite Statistiken, was kann das? Ah, da sieht man dann, wie viel Scharfschützen erschossen, Abweichler. 55%. Ja, haben wir schon so weit, dass mich jetzt in der ersten Szene schon jedes einzelne Ende interessiert, was sonst noch passieren kann. Bloß meinst du, dass ich mir jetzt mal merke, was ich da auswähle und was ich da tue? Ja, spinnst du? Zoomen kann man da? Ja, gut. Weil es sind die Entscheidungen, die wir treffen, die trifft man. Fertig. Statistiken von Freunden, ich hab leider keine Freunde. Goddammit. Also wenn man das nochmal spielt, dann sehe ich das, was ich vorher ausgewählt habe, oder wie? Also keine Ahnung, das ist jetzt die erste Szene, ja. Wenn da jeder andere Abschnitt genauso viel Liebe hat wie dieses Intro. I'm impressed. Fortfahren. 5. November 2038. Ich lese euch das vor, was da hinter mir steht. Egal, Beffi. Schön Bierger spielt quasi in Inspector Gadget Android-Version. Ja, go Gadget, zuschwafeln. Wir kennen einen Inspector Gadget noch. Ich kenne ihn schon noch. Okay, schauen wir uns an. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, Komm schon, Zoe, gehen wir. 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow. Liebling, der sieht toll aus. Das heißt, also das musst du einfach mal, du musst ja mal versuchen, weißt du, mal weg mit dem Blödsinn.
Man muss ja mal da versuchen, so wirklich da hineinzuversetzen in 20 Jahre. Werden wir nicht so weit sein, aber in echt natürlich, aber vielleicht in 50, keine Ahnung. Und man kann sich quasi Menschen kaufen. Herr Sieber! Hab ich gesagt, dass es nicht spielen wird. Wird noch viel besser. Da bin ich gespannt. Mir ist über den Fünferbrudi. Schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der da drüben? Der MP800 ist etwas... Das ist wie so ein Eistor. Danke, das war's. Das Einzige, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, man natürlich macht irgendwo Sinn, damit man sich natürlich mehrere kauft. Die kosten bloß $3.000. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Oh, das heißt quasi, wir haben einen Android. Kaputt. Okay. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Mikro Wie auch knackt. immer. Er ist jetzt so gut Wahrscheinlich, wie weil ich da neu. Na, umziehe. vielleicht bis Entschuldigung. auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Moppa, Birger, du geile Sau, Okay. geht eh was. Da geht immer was. Gibt's einen Namen? Merci dir. Von meiner Tochter. Ja, Bünger, merci dir. AX400. Registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Grafik ist krass gut. Voll immer gut. Wo die Spiel schon 2 Jahre am Google hat. Ich glaube, auf der Konsole sogar 3. Und Video Stream Claim in 3, 2, 1. Valerie Curry, Brian Detchard, Jesse Williams, Deckard Eve Weston, Clancy Brown. Schauen wir uns an. Wir versuchen uns so weit in diese Welt hineinzuziehen, zu lassen, wie wir können. Ich glaube, das ist wichtig. Also diese Vorstellungen, dass ein Roboter so weit gehen kann, dass er diese Gefühle entwickelt, dass er sich nutzlos vorkommt. Allein über das kann man uns wahrscheinlich schon 5 Stunden unterhalten. Was man da davon hält, wie man damit umgeht, wie man das, keine Ahnung. Das ist auf alle Fälle schon mal geil inszeniert. Hirschi, grüß dich, jetzt bin ich auch mal wieder da. Hashtag Gwampertsbergshof. Habe ich dir Hirschi. Welcome back. Was ist da jetzt gestanden? It's my job to be an android, what? Das erste, was mir übrigens auffällt, ist, dass der die gleiche Engine sei wie von Quantum Break und von Control und von noch irgendwas, keine Ahnung. Also ein Android stole my job, das ist nur das nächste. Wenn die jemals so weit sind, dass die wirklich wie Menschen einigermaßen kennen, dann können wir auf die Straße gehen, schreien, wir sind das Volk. Sie klauen unsere Jobs! Oh, los geht's. Spaß beiseite. Vor allem wie krass, dass das Kinder verändern muss, wenn die damit... Also ich kann mir gut vorstellen, dass das für jeden, der das erste Mal so ein Ding sieht, ein richtiges Problem ist, weil alles was neu ist, wird erst einmal abgesagt, aber Kinder, die damit aufwachsen, für die wird das wahrscheinlich ganz normal sein. Das ist wie mit dem Handy. Unsere Eltern, ich scheiß Kinder, die den ganzen Tag bloß in ein Handy einkaufen. Ja. Für alle, die mit dem Handy aufgewachsen sind, alles normal, Alter. So, geht zum Malereibedarf Bellini. Wo ist der? Sagt mir das. Hole Bestellung 847 beim Malereibedarf Bellini ab. Geht zum Malereibedarf. Okay, kann man da irgendwie laufen? Sprinten oder muss ich jetzt 100 Meter in Zeitlupe gehen? Wie war das? More, vergesst für deine 666. Kabel Tritt, Hashtag bestes Squad. Da hast du recht. Merci. Jetzt sollte man aber auch mal aufpassen, was da so rundherum passiert. Hat er einen Personal Trainer oder was ist das da? Hey, Wasser. Das waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel. Ja, und dann halt automatisch diese Androiden. Das ist halt einfach wirklich... Automatisch die Androiden behandeln wie Scheiße. Ist das falsch? Ist wurscht? Ist richtig? Keine Ahnung. Warte auf grünes Licht. Scheiß auf grünes Licht! Also man kann nicht gehen vor grünes Licht. Herr Liffler, ja, die klauen unsere Jobs. Du hast eine super Spur ausgesucht, da gibt es viele verschiedene Wege. Herr Konsti, ich hab schon mitgekriegt, halt die RT gerückt, um das GPS zu benutzen.
Ja, das hat einfach gerade ausgezogen. Grafik ist krass gut. Gefällt mir extrem gut. Ja, genau sowas passiert dann. Dass die Leute einfach einen Scheißdreck am Boni werfen, weil der Androiden-Sepp glaubt schon auf und der kann sich ja nicht beschweren, weil er bloß eine verfickte Maschine ist. Dann kann sich ja jeder Mensch wieder aufführen wie ein verficktes Arschloch. Also deswegen bin ich schon dagegen, dass es jemals so weit kommt. Eine schlechte Kopie unseres Schöpfers. Die Maschinen beobachten uns. Hoppala, Entschuldigung. Sie warten in der Dunkelheit auf die Gelegenheit, unseren Platz Und dann einzunehmen. gibt es halt wieder die Fanatiker, die wohl so einen Scheiß labern. Lasst uns warten und lauern auf ihr Blut. Lasst uns ohne Grund dem Arglosen nachstellen. Gott wird das nicht zulassen. Nein, er wird nicht zulassen, dass seine Schöpfung fehlgeleitet wird von diesen künstlichen Dämonen. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Moin. Meine Brüder! Heavy Rain ja, aber das ist 10 Jahre her. Und Beyond Two Souls, nein. Lasst uns die Androiden verbrennen! Verbrennen wir sie alle! Weißt du, aber die Gegenseite die Seite der Androiden-Gegner, wenn dann mit einem fanatistischen Scheißdreck mit Gottgelaber und was weiß ich, was daherkommt, das ist halt auch nicht richtig. Da kommt nur Scheiß raus. So, ohne Bestellung, Bellini, Maler, irgendwas. Bellini Paints! Hab schon gefunden. Mr. Joke Brother, ich sprühe gerade gleichzeitig mit dir auf PS4. Das, du musst mit Gewalt alles anders machen wie ich. Dann hast du gleich zwei Wege gleichzeitig gesehen. Warte, was sind das für Farbsei? Was sind das? Die Wachsmalkreiden, oder was ist das? Servus, Chef, du über da, ich darf gern... Absolutäre Überwachung. Bestätigt. Weißt du, wenn halt auch zwei Androiden miteinander interagieren, ist irgendwie seltsam und befremdlich einfach. 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Vor allem, wenn es dann noch so schmatzen wie so Roboter. Das macht es wieder weniger befremdlich irgendwie. Zahlung bestätigt. Das war schon heftig, oder? Das war schon heftig, wenn du da Implantat im Shell hast und sagst, Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigen. Ich hätte keinen Bock drauf. Sag ich dir, das ist. Das hat alles Vor- und Nachteile. Nachteil Nummer 1, du hast ein scheiß Implantat im Shell. So, was war das jetzt? Okay, beim Malerbedarf Bellini angekommen. Hole das Paket. Nimm den Bus nach Hause. Das ist irgendwie verstörend. Das ist irgendwie verstörend, keine Ahnung warum. Fleischi, wenn du die Spiel da kannst du mal Life is Strange testen. Das ist der Hammer. Das ist tatsächlich der Hammer, das habe ich privat schon durchgespielt. Alle Teile, was es gibt und alle und so viel. Also das normale Life is Strange 1 war das Beste. Das 2 habe ich noch nicht gespielt. War gelungen. Also das 2 habe ich noch nicht gespielt. Das kann man vielleicht einmal spielen. Tutorial RB. Ändere mit RB den Kamerawinkel. Hoppala. Ich werde mein Leben lang RB und RT ver... Okay, das ist gut gemacht. So, wo müssen wir hin? Wo ist der Bus? Wo ist der Bus? 68 Meter da im Weekend. Okay, los geht's. Wenn dann so Drohnen umeinander fliegen. Wollte das nicht Amazon tatsächlich wahrmachen, dass Auslieferungen in Großstädten innerhalb von einer Stunde per Drohne passieren? Erst war es ein April-Scherz und jetzt ist es eigentlich ziemlich real. Und das wieder vorne. Leute, jetzt chillt's mal. Herr Damberg! Fast jeder Mensch fühlt sich wie ein Arschloch auf. Wie ein Arschloch. Ja. Nicht fast jeder, aber viel. Leider Gottes zu viel. So, Cyberlife heißt also diese böse Firma, die diese Androiden... Was? Wer macht? Oh, Arbeitswoche. Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Wo ist mein Pip? Ach, oh, wirklich? Gibt immer Brain, schaut ein bisschen aus wie... Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Gerade unsere Jobs und kann nicht mal Wir können unsere Jobs! Ja, zeig's her! Mach dich fertig!
Jetzt drehen wahrscheinlich, weil Menschen einfach Hurensöhne sind. Ja, aber das? Herr Bischof, vergesst für den Zwickel. Christian Lehner. Weißt du, und dann wundern, wenn der Android einen Durchknaller kriegt und einfach mal zukaut. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Ja, meinst du, dass der was lernt dabei? Es ist ihm egal! Beschädigte ihn, gibt es ein Bußgeld. Scheiße. Scheiße, Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. So, 50-50, so ganz Unrecht hat er da nicht. So ganz Unrecht hat er da nicht. Wenn der Android selbst nämlich Polizei spielt, dann können wir heimgehen. Also dann können wir uns... Wir müssen Familien ernähren und diese Androiden nehmen unseren Platz ein. Weg mit Androiden! Maschinen, meine Damen und Herren, sollen uns dienen. Und nicht... Ist mir jetzt der Boosterfuchs. Ist mir jetzt der Boosterfuchs von sie fix. Ja, hilft dir nicht. Okay, jetzt fuhr sie mit der Maschine, ich muss 400 laufen können. Herr Jorau! Okay, ab auf den schwulen Männerhaufen, Hashtag, sie können uns nicht. Merci dir. Herr Bischof auch, merci dir. Christian Lennart, haben wir schon gehört. Was weg mit? Okay. Von da nur Androiden mit dem Bus. Android Compartment. Wird wahrscheinlich sowas heißen wie Androidentransport. Oder Ablieferung oder sonst was. So ist der Mega Man also entstanden. Der Mega Man ist ein guter. Der Mega Man ist so richtig 90er. Ein bisschen 80er, ein bisschen auch. Da bin dann selbst ich zu jung. Herr Liffler. Eine erschreckend reale Vorstellung. Ja, ist ja. Deswegen macht es ja auch so interessant, glaube ich. Und das war's jetzt schon. Okay? Okay. Markus hat den Bus genommen. Ja, recht für Entscheidungen hat es da nicht gegeben. Am Anfang hat es offensichtlich ein paar gegeben. Ja, aber nichts gesehen. Ich habe keine so gelben Dinge gesehen. Ich habe ein paar Mal mit RB geschaut. Also da ist jetzt nicht recht viel passiert. Ja, aber egal. Das Spielprinzip ist extrem gut. Das ist extrem gut. 5. November 2038. Jetzt werden wir wahrscheinlich den... Also ich habe zumindest mitgekriegt, auf jeder Wallpaper haben so 3 Charaktere abgebildet. Das eine wird wahrscheinlich der Connor sein, das andere der Markus, den wir jetzt gerade waren, und jetzt kennen sie. Und es wird wahrscheinlich dann irgendwie eine verknüpfte Geschichte werden oder so. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin auf alle Fälle jetzt schon angefixt. Haben wir schon soweit. Angefixt. Check. Ja, geil, Biffi. Muss der voll an iRobot-Dinge. Gleich kommt der Schmidt-Williams, ich und ballert auf die los. Der Schmidt-Willi. Ja, der iRobot ist im Prinzip genau dasselbe, aber iRobot ist von 2004, glaube ich, und da waren wir geistig noch nicht so weit, was das tatsächlich für Ausmaße annehmen könnte. Ändere mit RB den Kamerawinkel. Folge Todd. Kommst du? Oh, ich schaue in die Mülltonne ein. Was ist? Rebuild North Corktown. A better place to live. Okay. So ganz, was man die Information nicht sagen soll, weiß ich nicht. Aber ich muss auf alle Fälle dem Todd folgen. Bude erinnert mich jetzt schon ein bisschen an die Bude von Heavy Rain. Weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Was ist denn für ein Trottel? Ja, Todd. Fang hier unten an, mach dann oben weiter. Animationen haben er extrem gut gemacht. Und die ganze Gesichtsmimik und so. Halte RT gedrückt, um deine Umgebung zu scannen. Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. So, was muss ich jetzt tun? Ich muss jetzt zusammenräumen, oder was? Best Game ever! Was ist da? So, wir haben es also mit einem Alkoholiker zum tun. Erst einmal rahmen wir einen D-Shop. Wir haben einen braven Android, ja? Ob wir Gefühle haben, kann ich noch nicht sagen. Spüle das Geschirr! Das Thema. Wo ist der Geschirrspüler? Der Falle Fetzer hat mit Sicherheit einen Geschirrspüler. Jeder hat einen Geschirrspüler hier bauen. Aber das ist Mr. GP. Wenn dieser Android ist, gibt es dann ein iOS. Je nachdem, was du... Ja, was ist da?
Spülmaschine funktioniert nicht. Fehlende Komponenten. Fehlende Komponenten, bla bla bla, Bestellung wird... Komponente wird bestellt. Ja, kann ich besorgen. Das ist wie Alexa 8.0. Die bestellt einfach mit dem Shell. Ja, und jetzt muss man so da hinlegen, das hilft nicht. Ja, gleiche Ort. Ja, was hast du denn dann noch zum Tor in deinem Leben? Also die auf der einen Seite die Vorstellung war schon ganz geil, ich muss gar nichts mehr tun. Ja, aber was tust du denn dann den ganzen Tag? Smash B! Putz den Scheiß. Putz noch. Was ich da aufrotzen, wenn ich kann, für den fetten Unsympathen. Zocken und streamen wahrscheinlich, ja, das stimmt. Okay, ich hab gelungen. hat er recht, der Herr Mozart und der Herr Grisselmatt. Erstmal Special Greets an 1350 Zuschauer, habe die Ehre, ich bin's der Birger. Wenn du noch kein Abo da lassen hast, drück auf Abonnieren. Und der Daumen nach oben schaut gut aus. Die leck mir an, schaut der gut aus, oder? Und ein herzliches Dankeschön für diejenigen, weil das ist schon öfter gefallen, die das Spiel vorgeschlagen haben. Ich bin jetzt schon gefixt. Wie lange haben wir jetzt da? Bring Eine mir halbe ein Stunde. kaltes Bier. Sofort. Bringt halt ein Bier. Ja. Wirf aber ein Glasscherm ein, damit er Ruhe ist. Klang jetzt schon. Ob Android oder nicht. Braucht man nicht, weiß ich nicht. Das sagt sehr viel über deinen Charakter, glaube ich, aus, wenn du dann so einen wirklich sehr menschlichen Androiden behandelst wie eine Fotze. Hashtag hat er nicht gesagt. Ah, da hast du ein Bier, der stickt dran, du Arschloch. Oh, Eishockey! Eishageln! Für später? Keine Ahnung. Was glotzt du so? Ja, Eishockey schauen möchte ich heute! Mach, dass du hier rauskommst. Mach, dass du hier rauskommst! Du unfreundliches Ich mach dann Arschloch. weiter. Ich meine, also es Space steuert schon natürlich auch ein bisschen so hin, dass man automatisch eine Sympathie aufbaut für den Androiden und eine Nicht-Sympathie, was ist das Gegenteil von Sympathie? Hass. Gegenüber vom faulen Fettsack aufbaut. Sammle Müll im Mülleimer. Das der man. Das kann ich. Nimm den Mülleimer. So. Oh, schau hin, sie ist effizient, sie denkt nach, muss auch mich gehen. Wo ist der Mülleimer gewinnen? Wo ist er? Wer war das? Hinschebau. Nicht die. Der Mosi ist jetzt hier. Der Mosi ist schon die ganze Zeit da. Ich glaube bloß, dass die einzige, die fight nicht ist. Outzwag! Raul! Oh, das war aber traurige Tröte. Moment, das geht besser. Raul! Vergesst für die Mitgliedschaft im besten Squad der Welt. Herzlichen Dank. Ab in den Chat habe ich. Herr Raul. Da, wir müssen den Tisch zusammenrennen. Oh, da gibt's mehrere zum Sammeln. Schon wieder, so Kindernudeln. Boah, leck auf sich, ich hätte jetzt voll Bock auf so Kindernudeln. Herr Meduschkaiser! Antipathie. Stimmt. Ja, mein Wortschatz ist nicht so ausgeprägt, ich lese so wenig. Verzeihung. Ich komme bloß prüfen und schimpfen, mehr kann ich nicht. Und Blätter herren, das kann ich. Da muss man aber nicht lesen können dafür. Merci dir. Der Meduschkaiser, mein Mo, kommst schnackseln und ich, nein, der Bürger putzt geschirrt. Das ist nicht, you're not serious. So, was muss ich jetzt da? Oh, was da? Was ist denn das Kind? Wieso sitzt denn am Boden, Robin? Oh, das ist sehr traurig, das Kind. Das gefällt mir nicht. Was ist denn? What you doing? Netti! Bürger, ich warte auf mein virtuelles Kind. Da! Das kannst du haben. Das ist traurig. Hey Unrau! Was ist denn jetzt? Hoppala, Kabi rausgekommen. Das kann der Bürgerinnen-Simulator sein, Kappa, die einen fetten Bürger seit Drecksarbeit erledigen werden, jetzt sagt Kappa. Sagt das nicht klar, weil so weit ist das gar nicht hergeholt. Nein. Ich hab mich schon gebessert. Ja, ich hab mich schon sehr gebessert. So, gibt's noch mehr zum Aufräumen? Was muss ich da? Oder? Putz die Küche. Alles klar, putz mir Küche. Mein Lieblingsjob. Aber das wieder? Geh aus dem Weg, verdammt Mr. Andy Tut David! mir leid, Todd. Kommt nicht wieder vor. Merci für die Mitgliedschaft, Brudi. Kriegst du Pussy aufs Nussi. Vielen herzlichen Dank. So, der wird jetzt da verboten. Todd schaut Fernsehen. Du fettes, dummes Arschloch. Du gehst mir voll auf den Sack. Eigentlich sollte ich mit dem Mülleimer das schlagen. So, rein wir Kicher auf. Da haben wir mit Sicherheit ein paar Bremsspurunterhosen da im Eckhinten vom Fettsack. Rammt Kicher auf. Ja, wo denn? Ja, Pizzaschachteln. Wieso frisst du eine Fertigpizza, wenn ich kochen kann? Ich weiß auch nicht, was das ist. Tobi, wenn es sowas in 50 Jahren echt gibt, dann war es lustig, an Androiden das Spiel spielen zu lassen. Und schauen wir so, das ist vielleicht gar nicht dumm. Weil ich lese noch mal laufen für die, die mich nicht ganz verstanden haben. Wenn es sowas in 50 Jahren echt gibt, war es lustig, an Androiden das Spiel spielen zu lassen und dann schauen, was passiert. Das stimmt. So, Müll aus der Drum. Fralle, bring den Müll raus. Das ist der Mann.
Das der mal. Währenddessen kann der Fetzig auf der Couch sitzen, Eishageln anschauen. Was haben wir da? Aha, Rechnung nicht zahlt, oder was ist denn das wieder? Overdrawn Account Notice. 1000, was steht dort? 1046 in Negative Balance. Ja, tolle Sache. So, eine Mülltonne. Die Animationen sind so smooth. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut. Oder wenn wir bloß Müll ausbringen, bin ich begeistert. Müll rausgebracht, Dinge aufgeräumt, jawohl. Was haben wir da so? Können wir da was schauen? Geschirr gespült, schalte den Staubsauger ein. Da müssen wir Staubsaugen ein, ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selber einen Staubsaugerroboter, so einen iRobot tatsächlich. Um Gottes Willen, das soll keine Werbung nicht sein. Verdammt, Mann! Erstattet hat Bericht. Ja, von was denn? Muss den Staubsauger einschalten. Was du denn? Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf mich zu nerven. Ja, ist schon gescheit lästig, Alter. Joke, Brother! Ich muss um eins wieder in die Backstube, aber bei dir bin ich immer dabei. Virtuelles Kind, der steckt Tamagotchi. Du musst um eins das Werkel noch fangen. Kruzifix, Alter. Ich fühle mich geehrt, Joke, Brother. Ich hoffe, Sie haben Spaß. So, Putze oben. Ja, Putze. Kim, los geht's. My name, Makara. AX400. I butz like a boss. Pro-Putze. Was du denn? Oder jetzt angefangen zum Fappen. Alter, da unten ist ein Kind. Was hat er denn jetzt da unten? Hat er jetzt gefappt? Eine Nervensäge, Mann. Ich weiß nicht, wer das sagt. Was ist da? Aufräumen. Den ganzen Haus liegen Rechnungen umeinander. Woher kenne ich das? Was ist das? Pornoheftel gefunden. Was ist denn jetzt da? Was? Jetzt hast du unten Möglichkeiten abgebaut, ist noch da jetzt. Oh, das habe ich übersehen. Das habe ich übersehen. Verzeihung. Verzeihung. Lüften. LT. Lüften schaut mir. Was haben wir da? Wieso soll ich die im Fernseher einschalten? Einfach, weil ich es kann. Ohne dass ich drucken muss. Als erstes Basketball. Die Gears bereiten sich auf ihr wichtiges Spiel heute gegen Deadline, das... Kann man da jetzt echt Fernsehen schauen? Weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober in der US-Wirtschaft abgebaut. Laut Arbeitsministerium aktuelle Situation. Quote damit auf 37,3. Ja, aber irgendjemand muss doch die Roboter auch bauen und produzieren und was weiß ich was alles für ein Scheiß. Da können doch nicht 40% der Jobs flöten gehen. Das stimmt halt nicht. Das ist ja der Punkt, den diese Leute, die klauen unsere Jobs, einfach gerne übersehen. Die bauen sie nicht von selber, die produzieren sie nicht von selber, die warten sie nicht von selber. Was ist jetzt da gestanden? Beseitige die Unordnung. Wo ist da noch Unordnung? Da ist noch Unordnung. Ah, Tablettenfrister. Nice. Medication Warning. Enthält Tiantipin. Verhaltensstörungen möglich. Und eine Knarre, oder? Ah! Netter Hinweis. Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Oft vorteilhaft. Ja, wir haben ja immer noch in Todds Zimmer. Wir müssen immer noch alles schön zusammenräumen. In der ganzen Scheißbude schaut es aus wie in der Hölle. Nicht mal bei mir schaut es so aus, wenn ich was weiß ich belang. Allsports. Du kannst entdeckte Artikel im Bereich Extras einsehen. Was tut's denn jetzt? Tacadic, der Preis des Lebens. Wie autonome Fahrzeuge über Leben und Tod entscheiden. Das ist auch so ein Thema, das uns ziemlich bald, sehr bald wahrscheinlich sogar beschäftigen wird. Weltraumtourismus ist der Mars ihr nächstes Reiseziel. What the hell, Alter? Gefällt mir gut. Wenn man einen Haufen Scheiß machen kann. Da ist doch jetzt gerade was gewinnt. Was ist da? Gitarren. Gitarren aufräumen! Was ist denn das? Schöne Fender. Schöne Fender. Wenn wir zusammenräumen, so können wir umschalten, haben wir schon gemerkt. Oh, Chips fressen im Bett. Wer kennt es nicht?
Es ist sehr ruhig, das Spiel. Das schaut auch nicht. Ja, da muss ich nicht so viel schreien, muss ich nicht so flippen. Und jeder kann einfach mehr aufpassen, was so passiert. Also wir werden jetzt schon ziemlich... Oh, jetzt haben wir... Okay, räumt Todds Zimmer auf. Was haben wir noch? Dringende Aufgaben. Todds Zimmer aufgeräumt. Räume Alice Zimmer auf. Okay. Weg da! Hey, du unsympathisches Arschloch. Gehst mir so richtig hart auf den Sack. So, ich geh jetzt aufs Klo, weil du wahrscheinlich nicht einmal oben geschwappt hast, du Drecksau. Das blendet dann aus, wenn man das Scheiß ausputzt. Okay. Kann aber wahrscheinlich auch die eine oder andere was lernen. So, was haben wir da? Badezimmer. Putze das Badezimmer. Sortiere Flaschen, verstaue dreckige Kleidung. Ja, aber viel wichtiger ist doch der Alice Zimmer. Wo ist nicht? Da ist der Alice Zimmer schon. Machen wir zuerst. Erst der Alice Zimmer. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Zu ihrer Es sind dauert wir nur nicht, die 2 hat irgendwie Minuten. Angst. Ist das okay, Alice? Sag etwas. Alice! Jonrau! Geil, Hauptsache in der Zukunft gibt's immer noch Schallplatten. Alice im Wunderland. Hashtag Hipster-Shit. Natürlich. Oh, wir kriegen Rufformen quasi bei den einzelnen Leuten, oder wie? Und sie ist jetzt da, sie hat auf alle Fälle ein Lager gebaut, das ist schon mal gut. Herr Büngner! Es wird schon manchmal lauter, keine Sorge nicht. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass alle 3 Geschichten einfach unterschiedlich sind, vom Charakter her. Alle 3 Charaktere schon mal unterschiedlich sind und überhaupt. So, was haben wir da? Ja, das gefällt ihr vielleicht nicht, wenn wir da reinschauen. Los das! Das wollte ich nicht! Nein! Nicht reinschauen, das tut man nicht! Was haben wir da? Da gibt's nichts zum Aufräumen. Der ist jetzt immer eine schöne Aufgabe wie ein Todd seins. Was soll ich machen? Lüften? Ja, lüften der mal. Lüften ist gut. Ganzen Bruder stinkt zu einem Hosendeal vom Zigeunersepp. Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Oft vorteilhaft. Das heißt, wir können mit der Kleinen mal kurz kommunizieren. Das sollten wir ausprobieren. Hammer. Und jetzt? Dramatisch. Wir sind mal freundlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Ist sie nicht die wo von dem anderen... Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Mann, nein, Kara. Bitte davon. Hug me! Nein, doch nicht. Was ist das? Was ist das? Was hat's mir jetzt gegeben? Irgendwas hat's mir gegeben. Ein Okay. Okay, also wenn es man gibt, dann ist es ein deutliches Zeichen, dass wir da reinschauen dürfen. Das werden wir jetzt auch tun. Fragt Todd nach neuen Anweisungen. Und Todd fragt überhaupt nichts! Der ist so eine Herzverfettung, weiß ich nicht. Damit habe ich offiziell die Erlaubnis gekriegt, dass ich reinschauen darf. Ja, dann ist es auch nicht mehr moralisch so verwerflich. Habe ich Zwack. Das ist auch der Grund, warum der Bab so lästig ist. Wahrscheinlich ist Mama gestorben. Schauen wir mal, schauen wir mal. Sie ist auf alle Fälle schon mal nicht bei der Geburt gestorben. Das ist schon mal das Erste. Okay. Kinderzeichnung von ihr höchstwahrscheinlich und das ist wahrscheinlich sie selber. Also Alice mit einem Loch im Kopf. Jetzt wird's interessant gleich, glaube ich. Das ist der Bab. Papa verprügelt. Nicht, das ist nicht Mama, das sind wir. Aber das ist AOK. Unsere Androiden kommen auch mit ihren neuen Auslandskrankenschein. Hashtag wir tun was wir können. Die AOK haben jetzt nicht hier. Herr Bünger, es wird schon manchmal... haben wir schon gehabt. Okay, also... Okay, jetzt pass auf. Papa vermöbelt. Vorm Reset wahrscheinlich. Sie, also uns. Kind traurig. Okay, die haben wir noch einmal ausgerissen und den Kopf abgesabelt, okay? Kind noch trauriger. Ja, aber warum? Wer ist? Veronika! You know you're German when you always open the window for frische Luft.
What? In Deutschland brauchen wir immer frische Luft. Sonst können wir nicht so viel arbeiten, wie es uns nachsagen, dass wir es deren. Okay, also Papa hat offensichtlich... Da noch irgendwo der Rammer das Bad auch noch schnell zusammen. Ja, wenn wir schon dabei haben, ist er gleich vorbei. Das ist ja der innere Schweinehund. Den musst du einmal überwinden und wenn du einmal angefangen hast, dann geht das flutschi, Alter. That's what she said. Was? Wische? Was muss ich wischen? Da ist was gestanden von Wischen. Wo ist der Wischmopp? Wo ist der Mopp? Gib mir den Mopp. Putze das Badezimmer. Ja, der hat gern wischen. Da ist er schon hin. Man hat echt 30 Jahre später immer noch dieselbe Art von Wischmopp, wo man sich bugeln muss. Finde ich nicht gut. Ja, schau hier reingewischt ins Viech. Eingewischt ins Viech! Nice! Da glänzt der Boden, jetzt sagst du, da kann ich mir Brei an Spiegel nicht mehr. Putze das Badezimmer. Check. Ja, da muss er sich doch gefreien, der Tod. Optionale Aufgaben. Haben wir erfüllt. Draußen fährt der Bock umeinander. So. Jetzt meine ich, schauen wir mal zum Tod ab, was der wieder für Vorstellungen hat, wie das da zum Laufen hat. Was machst du da? Ich spiele. Alter, schluck das Kind und ich reiß deinen Kopf ab. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Ja! Ich glaub's ja direkt. Loser? Ja. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Ja, korrekt. Korrekt, Ich hätte nicht alles Mögliche versucht. Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hasst mich. Du hasst mich, oder? Sag es! Du hasst mich! Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Bla, Tut mir leid. bla, Ich bla. hab dich doch lieb, glaub mir. Alkoholiker, Hab dich Loser, ganz doll. Gelaber. Ja, bla, bla. Bla, 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 bla. Ja, sie hat schon den richtigen Gesichtsausdruck. Sie hat ihn schon. Oha, da schon viel. Oder was da wieder ist? Ja, wir haben aber viel erfüllt bei so Wacht. Frau Gerstner! Bürgerarbeit derer Grütz aus Minge! Michaela! Grütz aus Landau und Harit-Jähre über Gäste über den Zügel 21. Never. So, schauen wir uns mal an. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Am Anfang haben wir ziemlich viel verkackt. Das hab ich nicht gecheckt, dass man da automatisch die ganzen optionalen Sachen, die du machen kannst, dann nicht mehr rückgängig machen kannst. Das hat sich so ein bisschen angefühlt wie Quests erfüllen einfach. Haben wir ein bisschen übersehen. Ja, dann haben wir da so weitergegangen, Müll rausbringen, bitten nach oben zu gehen, bla bla bla, nach oben gehen. Oben haben wir alles aufgeschaltet. Zimmer lüften, Kara entdeckt einen Weg nach unten. Hä? Beim Zimmerlüften. Das heißt quasi, ja, ich glaube, ich verstehe schon. Das ist vielleicht für später nützlich. Und Kara sieht eine Waffe. Das sind so gelbe Schlüsselmomente irgendwie oder so optionale Sachen, die du finden kannst, die dir vielleicht später im Verlauf irgendwas helfen. Und ich schätze jetzt ganz schwer, dass jede, nennen wir es einmal Episode, also so ein Abschnitt da, von Charakter zu Charakter wechselt. Entschuldigung. Maxi Werner, vergeht's für den Fünfer. Der Birger wollte mir mal ein wenig bedanken, dass du jeden Montag und Mittag hier in deiner Community einen Tag versüßt. Hashtag erfährt's merci. Leute, ihr müsst euch nochmal, das sage ich, und wenn ich es 100-mal sagen muss. Keiner muss sich bei mir bedanken, dass ich das tue. Ich bedanke mich bei euch, dass ich es tun kann. Und Spaß dabei habe. Und das Leute anschauen. 1420 um genau zu sein. Dankeschön. Henschebau, Michaela auf Minger, bist du singen. Direkte Ansage, klare Ansage, mag ich. Wieder, 5. November 2038. Es ist 9:58 Uhr und 7 Sekunden. Wir haben ja wieder den Markus. Oder er heißt Markus, aber ich mich jetzt nicht von da, oder? Wir haben mit dem Bus gefahren, wir kommen an. Alter, wie schnell das Zeit schon wieder vergeht. Ich krieg's Kotzen. Ich krieg's Kotzen, Alter. Spiel gefällt mir sehr gut sogar. Sehr gut sogar. Alarm deaktiviert. Willkommen zu Hause, Markus. Der Android hat ein eigenes Zuhause. Oder ist er ein Android von irgendjemandem? Nächste interessante Frage. Wer hat das hier eine Villa? Was, da hätte ich mir auch einen Androiden leisten? Da hätte ich nur noch Androiden. Hätte ich 5 kleine Chinesen-Androiden drunter, die den ganzen Tag nur machen, was ich sage. Natürlich da das. Natürlich, wenn ich die Kohle hätte. Oh, was ist da?
LB, können wir uns selber anschauen. Er hat so wirklich ein bisschen einen sehr trockenen Blick, der gute Marcus. Ja? Also er hat so einen richtigen Arnold Schwarzenegger Terminator Fuck My Life Face. Keine Ahnung. So null Emotion. Zero Emotion. So, jetzt legen wir erstmal das Bagel ab. Bellini Paints. Und das Jackerl hängen wir ein. So, hole Bestellung irgendwo so. Paket geholt, lege das Paket ab. Haben wir ja erledigt. Kümmere dich um Karl! Das tötet Menschen, Karl! Was war das? Wecke Karl im Obergeschoss. Alles klar, machen wir. Gehen wir doch mal straight auf, schauen wir, was los ist. Es ist einmal so geil, es ist aber wirklich gut, es ist so eine andere Art von Spiel, sowas haben wir noch nie gespielt. Und ich finde es gut. Ich finde es richtig gut bis jetzt. Lass da noch eine geile Story entstehen, wovon ich schwer ausgehe, dann ist ja auch da was. Was denn die? Wenn der Maus da der Rehbock währenddessen die Vögel rundum fliegen. Schweiberl. Wenn die Schweiberl dir fliegen, ja, dann fegelt der Gasbock, der Rehbock, das Real. Oder sind es zweirebig. Hashtag Pralinsquad. Ab in den Chat. So, was haben wir da? Warum ist das nicht meine Bude? Verstehe nicht. Ich hat sogar... Schiere! Ich got a giraffe! das 3-Sekunden-Video. I'm a giraffe! Da muss ich automatisch schauen, wenn ich bloß droh denke. So, wo ist denn der Karl? Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Da, der rechte gute Mann. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Hammer wird. Das Vergesst ist ihr für der den Zirkel Unterschied 120. zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Ich möchte die Dialoge nicht unterbrechen. Du vergisst nie irgendwas. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, die erste, also die Tussi, ich habe schon wieder Kara. Kara ist so ein Android, die quasi für den Haushalt zuständig ist und für die Kinderbetreuung. Der Marcus ist vielleicht so ein Android, ein Pflegeandroid quasi. Und wer war der andere? Der hat bei polizeilichen Ermittlungen geholfen. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Connor, glaube ich, heißt er. Aber da haben wir nur erst das Intro gespielt. Haben wir sonst irgendwas zum Tor? Wecke Karl, verabreiche Karls Medikamente. Ja, okay. Wo liegen die? Auf dem Nachkasten. Das tun wir da. Das ist unsere Aufgabe, das tun wir. Für die haben wir gemacht worden, für die haben wir erschaffen worden, das tun wir. Das tun wir auch korrekt. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Karl? Dankeschön. Das tötet Menschen, Karl! Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Ist ja der Bishop aus Alien? Ist es der Hendrickson? Sind das echte Schauspieler? Kann man das etwas sagen? Das ist, ich weiß den Vornamen nicht, aber ich glaube, ich heiße mit dem Namen Hendrickson. Das ist der Bishop aus Alien. I fucking love this game. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe. Okay, ich habe mich gerade noch mehr ins Spiel verliebt. Hey, was ist mit dir passiert? Ist nicht. Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Ja, so kann man Empathie für Maschinen haben. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Was allerdings eine heftige Vorstellung ist, wenn der Android quasi Gefühle entwickelt, dass ihm die Lance Hendrickson heißt, oder? Das kann sein, ich weiß gerade nicht. Mr. Price, vergeht's gut. Warte mal, der Android schaut aus wie der aus Grey's Anatomy und hat den seine Stimme auch. Grey's Anatomy schaue ich nicht. Aber die Stimme kommt mir natürlich bekannt vor, das hat ja nicht bloß der. Geile Nummer. Dass ein Android allerdings Gefühle entwickelt, ist eine befremdliche Vorstellung, wenn er vermöbelt wird. Von so Demonstranten und Vollidioten. Krasse Vorstellung einfach. Einfach mal drüber nachdenken. Und welch Ironie, dass der Hendrickson, der selber einen Androiden gespielt hat in Alien 1, 2 und 3, jetzt von einem Androiden quasi behandelt wird. Das ist wahrscheinlich sogar Absicht von den Entwicklern. Finde ich gut. Gefällt mir. Raiden! Kara schaut aus wie die Alte von die Tribute von Panem. Wie heißt's?
Ach, ich kann mir keine Schauspielernamen merken. Ich kenne bloß ein Gesichter und weiß, was mitgespielt haben. Ich weiß schon, wenn es meinst. Da, wo die Nacktbeutel, Jennifer Lawrence, Nacktbeutel geleakt worden haben. Das stimmt, da hast du auch nicht ganz unrecht. Schauen wir uns noch einmal an, wenn wir wieder in dem Ding drin sind. Kümmere dich um Karl, das tun wir doch gern. Bring Karl zum... Hat er eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive. Bring Karl zum Esstisch. Im Museum für moderne Kunst. Kann ich ihm da mal Der anweisen, Direktor oder? hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Was kann ich über der Scheiße Ich habe mich noch nicht... Wo ist denn der Esstisch? Wird man das nicht gezeigt? Weil die Grafik ist schon anders krass gut, gell? Muss man auch einmal loswerden. Ich habe schon gemeint, Tomb Raider haut mich vom Hocker, aber das ist... Nicht entschieden. Steig mal am Hut. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Oh, jetzt sind wir bei ziemlich beste Freunde. Einer der besten Filme jemals übrigens. Irgendwas von Leo? Und übrigens jetzt. Nein, Karl. Ich weiß nicht, wo das Esszimmer ist. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Warum sagt man das jetzt nicht, wo das Esszimmer ist? Bring Karl zum Esstisch. Wo ist der Esstisch? Im selben Raum wahrscheinlich. Nein, lass gut sein. Ich hätte mein Frühstück gerne noch vor dem Mittag. Ja, Karl, es tut mir leid, ich weiß nicht, wo der Esstisch ist. Meine SD-Karten ist klar. Was tust du denn jetzt? Nein! Was tust du denn? Steuerung! Was tust du denn? Saufst du? Wagel mal wieder rein. Was unten? So. Alter, was ist das für Steuerung? Ich drück nach rechts um, er geht nach rechts hin. Chernobyl-Viech. Oh, leck, der Lüfter trefft den Treppenlift! Ja, das sind wieder die positiven Seiten. Ja? Gibt zu wenig Pflegekräfte? Da düst er runter, da düst er ab, der Karl. Ja, Karl. Ich hätte es gefeiert, wenn er Hui geschrieben hätte. Hätte ich gefeiert. So, und jetzt muss ich wieder von hinten gehen und weiterschieben. Ja, was? Bring Karl zum Esstisch. Ja, mach mal. Mach mal. Oh, jetzt stimmt. So. Ich tippe jetzt einfach mal der S-Saloon ist da. Ich hab Hunger. Ja. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Speck und Eier. Gern geschehen. Verdammt, hätte ich jetzt Bock auf Speck und Eier! Entschuldigung fürs Schreien, Entschuldigung fürs Schreien. Moment, da töte ich mir selbst ein. Geht schon wieder. Serviere Frühstück. Ist der mal? Speck und Ei. Ja, da müssen wir erstmal zum Kühlschrank. Was ist das? Also ist schon fertig. Wir hatten das dann fertig. Hoppala. Wir hatten das dann fertig gemacht. Hast du das von selber gekocht, nichts zum. Mit so einer geilen Klingel. Bing, 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 bing! Oh, jetzt kriege ich Hunger. Sie fix! Jetzt kriege ich Hunger! Gefällt mir nicht. Also gefällt mir schon. Ich kennst das befriedigende Gefühl, wenn du Vollgas Hunger hast, dann kannst du einfressen wie ein Schwein. Das ist ein bisschen asozial, aber... Ja, ich weiß schon, ich hätte einen kurzen Weg auch hingehen können. Ja, Steuerung enttäuscht mich nicht. Steuerung enttäuscht mich nicht. Geht schon. Geht schon, geht schon, geht schon, geht schon. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe, Brudi. Tada. Speck und Ei. Danke, Marcus. Was der bedankt sich sogar. Die Spannungen in der Arktis verschärfen sich, seit Russland das Gebiet einseitig als Teil seines Staatsgebiets deklariert hat. Alle nimmt Russland Arktis, weil es eh schon wurscht ist. Schenken wir mal ein wenig einen Kaffee. Ein wenig einen Kaffee, Charles. Nice. Weißt du was fein? Ein Stück Brot. Ein Stück getoasteter Toast zu die Eggs und zum Bacon. Mag ich. Mag ich. Händchenbau, vergelt's glaube ich, würde ich gerne kennenlernen. Also wenn es wirklich so weit Warum kommt, suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Der Geilbuffet, merci. Okay, Karl. Der Geilbuffet gibt mir aus, wenn ich das nächste Mal zur Bürgerin ins Bett tue und hui, bläher. Müssen jetzt mal einige ausgeben. Was muss ich jetzt tun? Fix, aber nicht aufpasst. Such dir eine Beschäftigung. Also, ich tue jetzt Nachrichten schauen, tue ein bisschen frühstücken. Das ist in Ordnung. Das ist noch ein guter Start in den Tag. So, was können wir währenddessen tun? Ja, ein bisschen lesen. Der Nordpol, wieso Russland ihn will. Das würde mich interessieren. Leben auf dem Titan gefunden. Weißt du, das sind so die Nachrichten, auf die ich warte.
Warum bringen wir uns gegenseitig auf diesen scheiß Planeten um, machen wir kaputt und was weiß ich, wenn wir einfach alle einmal dasselbe dort hatten? Warum gibt's nicht mehr Leute, die einfach interessiert, was da draußen noch ist außer uns? Warum gibt's das nicht? Warum ist nur ein kleiner Teil auf diesem Planeten dazu gewillt, sein Geld in die Hand zu nehmen, siehe Elon Musk etc., um da nachher zu tun? Da kriegst du Kotzen! Und dann gibt's Leute, die einen Trump wählen. Fernseher aus. Oh Mann, das ist ja lästig. Karl! Menschen sind so deprimiert. Ja, du sagst es. Da bin ich voll bei dir. Gier, Dummheit und Gewalt. Ja, Gott, was ich gerade gesagt habe! 5000 Jahre Zivilisation, um an diesem Punkt korrekt! anzukommen. Unterschreibe ich, Karl! Unterschreibe ich, Karl! Hui! Nicht so unterschreibe ich! Hui! Man, ohne Scheiß, ich hoffe, ich lebe noch lang genug, bis irgendwann die Nachricht kommt, wir sind nicht allein. Bitte! Bitte! Karl, was soll denn da jetzt? Such dir eine Beschäftigung. Ja, ich hab doch gerade Zeitung gelesen. Ich darf gerne eine Giraffe streicheln. Er hat ernsthaft eine Giraffe im Wohnzimmer stehen. Karl, du bist der Geilste. Karl, du bist der Gute. Karl, die mag ich. Karl, wer dir was tut, dem schneide einen großen Zähne ab. Ja, such dir Beschäftigung. Dreimal einen Globus und Foni! Hashtag Birgers Singlebörse. Beste Börse heute. Merci dir. Herr Heinzinger, Spenden auf für einen Treppenlift. Ein Lifter. Ich mag einen Lifter. Nice! Michaela würde gerne kennenlernen. Herr Geibel, haben wir euch schon geholt. Merci Leid, vielen Dank. Hauitzwack! Spähen wir es auch einen auf. Spähen auf. Kim, spähen auf. Ja, spähen wir einen. Ah, das ist eine Beschäftigung. Ich spiele Klavier. Etwas anderes suchen. Nein, das späßt jetzt einen auf da. Gibt es übrigens eine interessante Szene in iRobot, wenn der Will Smith, Johnny glaube ich heißt der, in iRobot, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, korrigiert mich bitte im Chat, wenn das anders ist, wo er ihm so aufzeigt, was ihn so unterschiedlich macht von einem Menschen. Ja, kannst du eine Leinwand in ein Kunstwerk verwandeln, kannst du ein Musikstück schreiben, das dich zum Warner bringt, kannst du das, und dann kommt einfach bloß die druckende Antwort vom Androiden, können sie es? Dann ist er sichtlich angepisst. Berechtigte Frage. Vertraut, rätselhaft, melancholisch, hoffnungsvoll. Na, Sonny heißt er, nicht Johnny. Richtig. Mr. Two-Face. Richtig heißt Sonny heißt er, nicht Johnny. Ja, ich war nah dran. So knapp war ich dran. Vertraut jetzt ist gut. Vertraut, spielen wir Karl einmal ein wenig auf. Muss ich jetzt da spielen, um Gottes Willen? Brudi, was ist das? Also ich muss da schon drucken, ich weiß zwar nicht in welchem Rhythmus, aber ich probiere es einfach mal, so wie ich es mir vorstelle. Cool gemacht. Also ich drücke, ja, ich spiele das. Schöne Melodie, kannst du sagen, was du willst. Gefällt mir. Das Spiel ist schon gescheit gut zu fixen. Also ganz ehrlich, wenn du das Spiel vor dir hast, dass du Gänsehaut kriegst. Dann mag das schon was heißen. Cool gemacht. Das ist begeistert, schon. Menscheba, Michaela, verlass mich nicht. Dein Klavierspiel hat sich verändert. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen und selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus.
Lass dir von wahre keinem Worte. sagen, wer du sein sollst. Und nochmal wahre Worte. Gehen wir Karl, ins du bist der Studio. Gute. Karl, du bist der Gute. Karl hat einige Weisheiten am Start. Plus feels bad, man. Das ist korrekt. Bringe Karl ins Studio. Liebend gern, Karl. Whatever the fuck you want, Karl. Ich weiß nicht, was Studio ist, aber wahrscheinlich einfach da geradeaus, oder? Was für Studio eigentlich? Was macht der Karl da? Was macht der Karl so in seiner Freizeit? Und wo sagt er sich? Ah, er ist Maler. Okay, und jetzt? Da muss ja ich was drauf. Da muss ja ich was drauf. Haben wir wahrscheinlich eh sofort genau da in dieser iRobot-Szene, wo jetzt der Karl, nicht der Karl, der Markus was er schafft. Wo waren wir stehen geblieben? Was tut er? Zieh das Laken weg. Okay, ich zieh das Laken weg. Was zur Hölle? Karl eskaliert völlig! Geiler Scheiß, Karl! Putzt das Studio. Das tun wir doch währenddessen. Aber wo soll ich anfangen? Da fangen wir an. Ach, deswegen haben wir auch die Farbe holen müssen. Jetzt macht's Sinn. Da rennen wir ein bisschen zusammen. Was, der Karl ist einfach nett. Da rennen wir halt auch mit zusammen. Vor allem, wenn dieser Android tatsächlich Feelings entwickelt. Dann kann man da schon mal aufräumen. Freiwillig. Ohne dass man genervt ist. Ja, wenn mich Leute schlagen und ich bin genervt, dann bin ich genervt, wenn ich zusammenräumen muss. Wie jeder normale Mensch auch. Ja, Vorwurfzeiten. Nicht, dass er durchrollt, der Karl. Der Rollstuhl ist ja geil. Da hat er einfach den Sessel da ohne pickt und dann ist er mal angefahren. Ja, nette Innovation. So, wo können wir noch zusammenräumen? Putz das Studio. Ah, da ist noch was. Da haben wir noch was gesehen. Ein paar Leinwände, ein bisschen zusammenräumen. Was haben wir noch? Da hinten haben wir noch was. Ah, ein bisschen das Studio zusammenputzen. Oh, aber jetzt gibt es Anweisungen. Moment. Also, was hältst du davon, Marcus? Wundervoll. Ja, es hat das gewisse Etwas. Mit dem Moment, wenn Etwas Androiden... für mich Undefinierbares. Ja, weil du eine Maschine bist, mein Freund. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Baumschäden. Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Ich male einen Penis! Wenn's mein Roboter war und er malt keinen Penis, du bist raus. Du bist raus! Her mit der Paletten! Da wird jetzt ein Zipfel pinselt, dass du sagst, da gibt's das! Bin ich gespannt, was er malt. Wahrscheinlich finde ein Motiv zum Malen. Statue malen, Tisch malen. Ich mal einen Karl. Wieso kann ich einen Karl nicht malen? Karl, ich mag die malen! Ja, ein Karl, sein Bild nachmalen, ist es nichts. Dann gibt's wieder einen Copyright-Strike im Shell drin. Dann malen wir einen Tisch. Ja, malen wir einen Tisch. Eine perfekte Kopie. Das kennen sie dann natürlich. Das Der ist Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt, es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich Hinscheba? nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach Michaela schon. verloren. Geh an die Leinwand. Scheiße.
Also ich hab von Kunst so viel Ahnung wie ein Stein. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Ja, passt schon. Merci dir. Der malt wieder Druck. Ja, macht das nicht auch sogar der Sonny in iRobot? Der macht doch auch was. Und malt dann was. Also, was malen wir? Androiden, die Menschheit, die Identität. Ja, da ich das Gefühl habe, dass er eine Identität entwickelt hat, bereits, malen wir die Identität. Gefangener, Zweifel, Verzweiflung. Ich glaube, dass er. Also. Die haben ja versklavt, auf gut Deutsch gesagt, ja? Darum da ich sagen, er denkt an einen Gefangenen. Bin gespannt. Soundtrack ist übrigens auch extrem gut gewählt zu die einzelnen Szenerien. Ja, das Hinschibau, merci dir. By the way. Karl schaut nicht verzweifelt aus zumindest. Oh mein Gott. Okay. Hey, Dad. Leo. Da ist der Bumm voll. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Ah Gott, jetzt kommt's Arschloch. Na. Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle. Ich wollte gerade sagen, er braucht Geld. Wer was Schon sonst? wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Ja, das hat er sich gespritzt. Naja, es ist halt weg. Schockballer. Weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Korrekte Antwort, Karl. Warum? Du weißt warum. Okay, jetzt wird's gleich vielleicht. Ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Da frag ich mich, Sag warum. schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er Keine Ahnung, er ist gerade gefragt, der oder folgsam? Nicht so wie Hurensohn-Junkie. ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine. Leo, das reicht jetzt. Es reicht. Ich wiederhole, es gibt einfach zu viele Dir liegt Arschlöcher. nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Ja, frag dich mal, wieso? Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Ja, frag dich mal, wieso? Du hast mich nie geliebt. Nein, nie. Never. Wie sollst du jetzt so darauf aber auch reagieren? Als Bab. Was sollst du sagen dazu? Kannst du mir nicht ins Gesicht sagen, du Junkie Depp, heute Fotzen, verpiss dich. Warum eigentlich nicht? Hey Joke Brother, merci dir für deinen Fünfer. Stop it now. Birge, jetzt haben wir 1:20 selber gemacht, aber ich bin ein bisschen weiter. Schöne Grüße aus Polsdorf in Niederösterreich. Schöne Grüße aus Landau zurück. Aus Niederbayern. Damit können wir da mal zurückschauen. Ja gut, recht viele Alternativen hat es jetzt noch nicht gegeben. Da haben wir, am Anfang haben wir offensichtlich was übersehen beim Paket ablegen, unten in der Lobby. Dann haben wir Klavier gespielt, es hätte noch 2 andere Aktivitäten gegeben, was auch immer, die anderen waren, ich habe nichts sonst gesehen, glaube ich. Dann können wir natürlich bestimmte Sachen auch nicht machen, dann geht es also weiter, Schreibtisch kopieren. Dann haben wir die Identität gewählt und jetzt noch andere Wege gegeben. Ja, gut, es war jetzt relativ linear, aber das war wahrscheinlich auf dasselbe hinausgelaufen. Wahrscheinlich, glaube ich. Das Ende gibt's bloß eins. Not bad at all! Hitchebau! Bürger als Singlebörse taugt's nicht. Ja, dann lassen wir das. Geht's gefälligst aussehen und sucht euch Totweiber. Und umdreht. Oh, jetzt sagt der Connor. Ist das der Connor? Haben wir wieder der Connor, ja.
Warum muss denn der aber mit den Münzen schnipsen? Das hat mit Sicherheit eine Bedeutung. Nein, das wird mir zu sehr in Szene gesetzt. No androids allowed. Well, I'm a rebel, bitch. Auwitzwock. Kommt der Android in die Bar. RT-Scan. Finde RT Anderson. Who the fuck is RT Anderson? I got no idea. Who, Mr. Anderson? Mr. Anderson, wir haben Sie vermisst. Molavik! Der C3PO wäre mir trotzdem lieber als die 4. Das stimmt. Was ist dein Problem? Merci dir. Aber der andere, Händchen auch schon. Ja, gibt Zeit. Ich weiß nicht, wo ist denn jetzt zum Finden? Ist er beim Scheißen oder was tut denn der Mr. Anderson? Gesicht nicht erkannt, Ziel abgewandt. Was tue ich das Gesicht? Ach so. Johann Kim! Ah. Er schaut mir ein bisschen ängstlich rein. Negativ. McCray Samuel. Was ist auch hochgradig fragwürdig, wenn die Androiden dein Gesicht scannen und wissen, wer du bist. Mr. Dennis Ward. Ich habe da keinerlei Hinweise, wer die Leute sind. Was ist mit ihm? Das ist geil gemacht. Mr. Chris Roberts. Hey, verschwinde hier! Ist der Chris Roberts nicht der Macher von Star Citizen? Vielleicht hätten schon zum Scannen anfangen sollen, wenn man da herum. Er schaut mir so als LT Anderson! Hank! Geboren 6.9.1985. Hey Mr. Anderson, wir Lieutenant haben Anderson, Sie vermisst. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Ich war auf Ihrem Revier, aber niemand wusste, wo Sie sind. Es hieß, dass Sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die 5. Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Nein, ich brauche keine Unterstützung. Ja, du schaust aber nicht, dass es kannst irgendeinen Fall ermitteln, guter Mann. Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Möchte ja dabei sein. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich Sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisungen hinstecken kannst? Nein. Wohin? Sehr schön, sehr schön. Das kriegst du nur mit echten Schauspielern hin. Oh, scheiße. Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie? Na, das ist in Ordnung. Barkeeper, nochmal das Gleiche, bitte. Siehst du das Gym von der der Technik? Mach ihn doppelt. Ja, hast du ihm einen doppelten Whisky ins Gesicht ein, dann lässt sich der Fall gleich viel leichter ermitteln. Da ermittelt man vielleicht 2-3 Mal daneben vorbei, aber Hauptsache einen Pfutzen. So ist recht. Ja, geil, Buffet! Was kann er, das ist ein Retooth-Face. Den verstehe ich nicht. Sagtest du Tötungsdelikt? Mr. Mach. Das mit den Münzen kann er gut. Dauert ein wenig. Liest sie besser, wie man das sagt. Arbeitswag, Tötungsdelikt. Nächster Fall. Ich bin so gespannt, wie die 3 Geschichten miteinander verzwirbelt sind. Auf das da die ganze Zeit warten irgendwie, aber da werden irgendwie ich sein wahrscheinlich. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. Lieutenant! Sag frei, dass ich dahin. Scheiße. Gegensätzliche Befehle Priorität setzen. Folge LT Anderson. Okay, ich sag, ich bleib sitzen, aber ich geh außer. Sounds like Robot Logics. Ich bestätige hier gar. Was will ich? Ich muss einfach nur folgen. Typisch DPD. Sie sagen einem gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Den kennt man auch, glaube ich, vom Gesicht her. Der Bord macht es ein wenig schwierig, den kennt man doch auch. Wer ist denn das?
Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an. Und stopp einmal, die Stimme vom Connor ist die vom Amazing Spider-Man, von Peter Garfield. Wer der Schauspieler ist, weiß ich nicht, aber... Und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Der Sergeant aus Starship Troopers, richtig! Schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, Schicksal, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, Der passt schon mehr zu dir. Sag mir einfach, was ist passiert? Geht nach, was der Vermieter an. Ändert mit RB den Kamerawinkel. Sieht mal nach, was los ist. Ja, aber wieso? Und da fand er die Leiche. Aber ob er der Tom Holland ist, glaube ich nicht. Das ist auch der heißt, weißt du, der spielt nicht der Lieutenant der Starship Troopers an Hank in Breaking Bad? Ach, der Two-Face mit dem Coinflip. Ja, natürlich weiß ich es noch. Jetzt habe ich es verstanden. Der Geibefehl, merci. Andrew Garfield, Peter Parker. Ja, der Tom Holland ist aber heute der normale, mittlerweile Homecoming Spider-Man. War noch schlimmer mit Aber waren wir schon auf der richtigen Fenster. Fährte. Ruhig jetzt, zu Ende. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Alter, der schaut Seinen aber, Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. schaut aber nicht mehr gut aus. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da Der drüben Brian liegt Decker? ein Küchenmesser. Was spielt denn der noch mies? Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Na, ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Mag ich nicht richtig. Ich bin Wir wissen, wie es da drin draußen. rastelt wahrscheinlich. Herr Bünger! Das ist synchronischer von Brandon Fraser. Stimmt! Stimmt! Da hat er recht! Ich habe mir erst letzte Woche nämlich alle 3 Mumien-Teile angeschaut. Viel zu sauber, kein Mensch Auf Netflix. Stimmt! Chris, ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Okay, also wir haben mal wieder einen verrückten Androiden, der einen dicken Mario. Er schaut ein bisschen aus wie ein Italiener. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Und er schaut nicht mehr gesund aus. Innere Blutungen. Unser Androidenfreund, Moment mal, ist leicht eskaliert. Innere Blutungen, 28 Messerstiche, von mehr als 19 Tagen verstorben. Apfelteufel, was mal. Oh, leck, was mal. Was hat er alles im Gesicht? Da hat er nicht auf dem Dates auch noch gekriegt. Weil er nicht gelangt hat. Ortiz, sagt man dazu. Carlos, Größe 1,68, Gewicht 130 Kilo. Das Hannibal 2, geschätzter Todeszeitpunkt ca. 23:30 Uhr. Weil das kann der feststellen, obwohl er schon seit 19 Tagen hieß. Ah. Wobei kann man das? Schlechte BMI, richtig. Red Ice, Aceton, Lithium, Tritium, Natrium, Toluol, Salzsäure. Oder hat er ihm die Sau verlassen? Er muss das, wenn du dir bloß vorstellst. Weiß ich nicht, was hat denn der dem da? Brudi! Lass dem Säure saufen und sticht mit 28 Messerstich ab. Was stimmt denn mit dir nicht? Übereinstimmung in Datenbank. Ortiz Carlos. Vorstrafen, Diebstahl und schwere Körperverletzung. Ja gut, vielleicht gehört es ihm aber auch nicht anders. Rekonstruktion. Jetzt wird's interessant. Was ist jetzt da genau passiert? Jetzt wird es wirklich interessant. Da, lass mal nochmal aufstehen. Zack, was haben wir da? Okay, ich weiß nicht noch, was das ausschaut, aber dann wird er für einen eingestochen wahrscheinlich. Was haben wir da? Rekonstruktion unvollständig. Opfer stürzte hier. Okay, er wuselt da über den Stuhl drüber. Oh. Opfer wurde erstochen. Da wird ihm sauber mal ein sauberes Küchenmesser in den Ranzen ballert. Wie kommen wir jetzt das? Ah ja, da waren wir. Sie kamen aus der Küche. Schauen wir uns das mal an.
Er geht halt eiskalt. Das ist gut gespielt auf alle Fälle und gut animiert. Er geht außer eiskalt wie ein fucking Terminator, rammt ihm das Küchenmesser in den Ranzen. Er fällt um. Geht's weiter. Schubst ihn an 20 und dann... Oh. Und dann wird eingewerkelt. Okay, kein schöner Tod. Also Red Ice ist eine Droge. Danke für die Information an den Mr. Regaming. Christoph Bauer, vergesst über den Zwickel. Red Ice ist eine Droge. Dankeschön. Ich hätte jetzt keinen Zwickel gekostet. Dankeschön. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Okay, wir müssen Drogen analysieren. Wird erledigt, Lieutenant. Das hätten wir jetzt wahrscheinlich aber auch gleich rausgefunden, nehme ich an. Da steht auf alle Fälle. Die haben nicht gelb markiert. Okay, analysieren. Probe. Blutprobe. Schmecker? Was da los ist? Oh, Scheiße, was zur Hölle machst du da? Ja, Ich analysiere Blutschlecker. das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte Sie warnen sollen. Okay, nur nimm keine Beweise mehr in den Mund. Verstanden? Verstanden. Mein erster Arbeitstag als Polizisten-Druide. Hallo, ich bin ein Roboter. Ich überprüfe Beweisstück A. Eigentlich schau für den Ranzen erstmal gefressen. Verflucht, ich glaub das alles nicht. Oh, Daten werden erfasst. Getrocknetes Blut. DNS-Analyse Ortiz Carlos. Ja, okay. Tolle Sache. Okay, das Küchenmesser auch noch analysieren. Keine Fingerabdrücke, Androidenbild. Beteiligt. Allein schon wie der gegangen ist, so roboterhaft. Das war garantiert ein Androiden-Sepp. Liegt da noch ein Beweisstück? Hey Mike, bist du fertig mit dem Proben? Beweisstück? Getrocknetes Blut. Ja, das haben wir schon gehabt. Ja, was haben wir noch? Das war's. Jetzt sind wir auf Zeiten, da ist ein Beweisstück. Ich sag's doch! Was haben wir da? Oh, das schaut mir nach Red Ice an. Daten werden ermittelt. Red Ice, Aceton, Lithium, Tyrium. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Opfernamen, Drogen. Spätestens jetzt war es klar gewesen. So, schauen wir, was wir noch haben. Kann noch irgendwas? Man kann ja auch so wahrscheinlich viel schneller rundherum schauen. Ah, da ist was an die Wand geschrieben, nämlich in feinster Computerschrift I am alive. Kann nur ein Androide gewesen sein. Normale Buchstaben, Schriftart Cyberlife Sans. Nettes Detail. Also Schriftarten heißen ja, oder werden ja auch in echt benannt mit Sans und Serif und so ein Scheiß. Muss er ein Androide gewesen sein. Sag ich dir, was ist, Alter. Wer war jetzt das? Herr, passt schon! Das war jetzt interessant, wenn die Mordwaffe ein Gummitür. Ja. Okay, gibt's da noch irgendwas? Ja, da liegt auf alle Fälle was. Ja, Steuerung, ein bisschen... Er sollte vor einer halben Stunde hier sein. Er ist unterwegs. Er kommt bestimmt gleich. Na, aber Porno Battle? Eden. Was ist das? What the fuck hab ich da gerade angeschaut? Was haben wir da noch? Wieder getrocknetes Blut. Na los, Leute, macht mal hin. Wir wollen ja nicht übernachten. Keine Sorge. Hier will niemand länger bleiben als unbedingt not. Und wieder getrocknetes Blut. Haben wir schon 6 Beweise. Was haben wir da? Unkauder Stui. Synchronisierung verarbeiten. Fingerabdrücke, Übereinstimmungen in der Datenbank. Herr Carlos schon wieder. Zeichen eines Kampfes. Das haben wir ja quasi schon gesehen. Oh, der Basie. Oh, der Basie. Oh, der Basie. Was ist, da haben wir mit Sicherheit Blutflecken an der Spitze dran. Ein bisschen ein Hirnbrei bei Athleten. Grund, heftiger Aufprall. Spuren von Tyrium. Was genau ist Tyrium? Was genau ist Tyrium? Das jetzt ist ein bisschen nach so einem Metall irgendwie, aus dem Androiden gemacht sind. Da jetzt einfach mal schätzen, aber vorher ist es bei der Droge dabei gestanden. Übereinstimmung in Datenbank. Ortiz Carlos, Vorstrafen, Diebstahl, bla bla bla. Rekonstruktion. Schauen wir uns die Gaudi an, was da passiert ist. Oder auf alle Fälle ist aber... Na, er oder ein Basie? What the fuck? Aha. Abweichler nahm ein Messer. Da die auch nicht mehr, wenn der andere mit dem Baseballschläger aufzieht. Das soll der machen. Aha. Hat der Herr Cortez vielleicht als erster zugehauen? Kann das sein? Abweichler wurde angegriffen. Emotionaler Schock. Schauen wir uns das Ganze an. Kriegt er noch mit dem Basie drauf? Jawohl. Dann möchte er ihn zurückhalten. Er kriegt nochmal eine drauf und nochmal eine drauf.
Und jetzt wird das Messer genommen und dann muss der Dicke halt ins Gras beißen. Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Erstatte LT Anderson Bericht. Machen wir. Beweisstücke haben wir aber bloß 9. Wo ist denn noch einer? Da hinten ist noch einer. Den schauen wir uns noch schnell an. Schaut mir wie ein Spritzbesteck. Gossip Weekly, offiziell. Sex mit Androiden ist besser. Vielleicht. Tyrium ist das Androidenblut und aus dem werden Drogen gemacht. Jetzt wird's interessant. Tyrium 310 ist das blaue Blut der Androiden. Becker, dankeschön für deinen Euro. Immer dann, wenn die Leute anfangen zum Spenden, lese ich es im Chat. Dankeschön. Dankeschön. Ja, jetzt wird's interessant. Wenn natürlich eine Droge aus dem Androidenblut geht, die gemacht werden kann, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in diesem Red irgendwas zeigt, kann man das nochmal anschauen? Das würde mich jetzt interessieren. Wo war denn das? War am Tisch. Das mag ich jetzt nochmal sehen. Gehen wir nochmal da hin. Kann man es jetzt nicht mehr anschauen, oder? Scheiße. Das war ein interessanter Hinweis, der massivst zu Konflikten führen kann. Da war nix. Uns geht der 10. Beweis ab. Ich mag den 10. Beweis haben. Wenn ich die überhaupt noch sammeln kann jetzt. Aber da ist noch was. Okay. Aha. Fußabdrücke. Modell K52 DPD. Oh, die Tür war von innen verschlossen. Hoppala. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Okay. Na gut. Also Beweisstück 10 findet man nicht. Es ist ja ein bisschen doof, finde ich, dass eine, wenn man jetzt da mal schaut, Beweisstücke überprüfen 9 von 10, dass mir überhaupt angezeigt wird, wie viel das gibt. Weil jetzt fange ich natürlich automatisch an zum Suchen. Viel interessanter war es, wenn das nicht, wenn nicht die Maximalzahl von Beweisstücken da sichtbar war, sondern wenn ich selber danach suchen müsste. Meinetwegen mit dem Scanner und mit den gelben Dingen, das war wahrscheinlich ein bisschen, dann war es ein bisschen weniger berechenbar so und steuerbar. So, aber jetzt schmeißen wir mit ihm. Lieutenant! Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ja? Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann. Im Badezimmer? Badezimmer waren wir gar nicht. Wie kommst du aufs Badezimmer? Das wäre eh nicht aus. Macht keinen Sinn. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Der nimmt geschüttet. Das Opfer mit dem Schläger? Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Android stach auf das Opfer ein, der Android warf den Stuhl. Das Opfer stach auf den... Der Android stach auf das Opfer ein. Connor ist ein guter Detektiv. Der Android also versucht sich zu verteidigen, ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann... Ins Wohnzimmer? Ins Wohnzimmer. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Was aber halt heftig ist, die 28 Stiche, ja? Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte. Das ist halt die krasse Sache. Ja? Das tust du nur, wenn du im... nicht, wo der Android hin ist. Das tust du nur im Full Rage Modus. Und wenn ein Android in der Lage ist, in den Full Rage Modus zum gehen, der Schläger beschädigte ihn?
Und er verlor Thirium. Er verlor was? Thirium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Es war quasi alles erklärt worden. Aber danke, Leute. So, wir scannen. Wir suchen nach Thirium. Suche nach blauen Blutspuren. Ja, ich sehe keine. Oder haben die roten Flecken im Scan... Jetzt pass auf, der hat ja nur eine aufs Maul gekriegt in der Kich. Das heißt, da müssen welche, oder kannten welche sein. Schauen wir mal da. Naja, da blinkt was. Da blinkt was. Na, das haben wir schon gehabt. Vielleicht im Badezimmer. Vielleicht hat er ihn ja im Badezimmer schon misshandelt. Wo ist das verdammte Badezimmer? Badezimmer, hallo. Das ist Bad... Ah ja. Ah ja. Let's have a look. Zwang auf das Schreiben. Okay, vielleicht hätten wir da vorher schon eine gesungen. Also wenn das der Android war, der irgendwelche religiösen Opfergaben gibt, dann weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Dann weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Was soll die Scheiße irgendwo sein? Haben wir nicht vorher schon, das haben wir doch vorher schon... Warum steht denn jetzt da jeder im Weg umeinander, du Zipfelklatscher Hab? Ich mag da durch. Hallo. Ich komm da nicht durch. Warum komm ich da nicht durch? Gut. Da Hans Bredelbrot und keiner sagt was. Untersuchen. Leiter wurde benutzt. Rudi, was für Leiter? Spuren führen auf den Dachboden. Jetzt wird's interessant. Finde etwas zum Klettern. Den Tisch. Den Stuhl. Ja, sag ich doch. Hey, was hast du mit dem Stuhl vor? Ja, Ich will etwas überprüfen. Rektal einführen, meine Freunde. Rektal einführen. Dann überprüf mal schön. Ja, nicht? Ah, ja. Alter, wenn er jetzt umhockt und irgendeinen Psychopathen-Scheiß macht, flippt er aus. Oh oh. Durchsuche den Dachboden. Suche nach dem Abweichler. Okay, da ist ziemlich finster, Kinder. Music is getting intense. Okay. It's a trap. It's a trap. Weil ist das gut gemacht. Gefällt mir gut. Das ist mir ganz was anderes. Einfach mal ganz was anderes. Wichser. Da war doch, sag doch was! Herr Bünger! Das Spiel haut schon Stimmung auf mit den Vollgas. Das passt alles voll. Das ist halt wirklich gemacht wie Film. Richtig gut.
Abweichler, look. Oh ja, der schaut nicht gut aus. Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Tu Teufel ich ist auch denn da nicht. oben los? Er ist hier, Lieutenant! Du? Arschloch, Connor! Scheiße. Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier rein. Na los! Keine Ahnung, ich weiß, was ich sagen soll. Zurück. Wir schauen mal, da ist losgegangen. Aussehen, Foing, was haben wir da noch? Da haben wir die 3 Optionen gehabt in der Bar. Ich habe einen Drink spendieren, die anderen 2 habe ich glaube jetzt langsam gelesen. Dann haben wir da so gut wie alles eigentlich erforscht, da ich sagen. So 4 Sachen haben wir übersehen. Wir haben herausgefunden, was passiert ist, oder man hätte offensichtlich auch nicht herausfinden können, was passiert ist. Was mich noch ein bisschen stutzig macht, ist diese Religion, Opfergabe im Badezimmer. Das hätte man vielleicht, das habe ich halt einfach übersehen. Das ist halt jetzt einfach so. Lieutenant Anderson berichten. Man kann da einen anderen Weg gehen, wo man ja nichts sagt. Und dann endet es da unten schon. Das war jetzt halt tatsächlich, haben wir schon soweit. War schon tatsächlich jetzt sofort interessant, was ist das alternative Ende von dem Kapitel. C-Fix. Heilige Scheiße, Kinder! Das Spiel ist gut. Gescheit gut sogar. Wieso hab ich das so lange weggebuckt? Was hab ich mir wieder denkt dabei? Was hab ich mir wieder denkt dabei? Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Was haben wir da? Legende zeigen. Nein. Weltweit ist es 96% haben das Ende, bloß 4% haben das andere. Das ist krass. Das ist krass. Und interessant gleichermaßen. Keine Ahnung. Leid? Da kann ich bloß sagen, ich bin entzückt von dem Spiel. Mal ganz was anderes. Ich hoffe, euch gefällt es auch, wenn es euch gefällt. Daumen nach oben da lassen. Dankeschön. Ich bin entzückt. Gefällt mir. Das hat wirklich, das ist wirklich eine optimale Mischung zwischen Film, einer wirklich interessanten Story gibt es jetzt noch nicht so massiv viel. Das war jetzt viel, ich sage jetzt mal, Charaktervorstellung von den einzelnen Androiden. Aber da glaube ich, fängt es jetzt langsam an mit der Geschichte. Schauen wir mal. Grafik geil, Atmosphäre geil, Charaktere, Animationen geil, deutsche Synchro geil. Leck mir Mosch. Leck mir Mosch. Das gefreut, da bin ich jetzt schon fast wieder, da haben wir letztes Mal nachgeschaut, es dauert um die 10 Stunden ungefähr, da bin ich fast schon ein wenig traurig, dass das wahrscheinlich relativ schnell vorbei sein wird. Da bin ich fast schon ein wenig traurig. Schauen wir mal. Ich bin sehr, 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 sehr froh, dass wir das ausgeräumt haben. Jetzt schon. Das kann, wenn dieses Level von jetzt halt einfach nur heute über die nächsten 8 Stunden, keine Ahnung, dann bin ich schon zufrieden. Und da das Sommerloch auf uns zukommt mit 800 km/h, werden wir heute nicht überziehen, auch unter der Woche nicht überziehen, am Samstag vielleicht. Samstag bleibt allerdings weiterhin kein sicherer Stream. Sehe ich am Samstag, habe ich Bock, habe ich keinen Bock, keine Ahnung. Dafür, was ich schon sagen kann, es kommt am Sonntag ein Video. Und zwar eins, mit dem keiner rechnet. So, Freunde der Sonne, des billigen Alkohols. Nein, stop it. Herr Jodl, vergeht's für den Zückel, Alter. Ist schon nicht verkehrt. Das freut mich massiv. Also, mir taugt es ja auch. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es zum Zuschauen ist, aber ich glaube, dass es ganz nett ist. Ich glaube, dass es ganz nett ist. Es ist wie, das darf man sich am Film anschauen. Den ich zwar mit ein bisschen Bullshit kommentiere, aber ich hoffe, dass es einigermaßen nice ist. Es ist weder Musik, es ist kein How-To, es ist was anderes. Ihr werdet sehen. Freunde der Sonne, es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen, wobei ich mich heute schon, glaube ich, ein bisschen mehr belustigt fühle als ihr. Da habe ich immer extra schlechtes Gewissen. Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für die ganzen Donations heute schon wieder. Am Anfang ist es schon wieder komplett eskaliert. Es tut mir so sehr leid, dass ich wahrscheinlich einige übersehe, währenddessen ich spiele, währenddessen ich im Spiel drin bin.
und der Donation Sound aus ist, werden wir aber in Zukunft weiterhin so machen, weil es einfach einen Spielfluss nicht komplett zerstört. Ja, die Ton und so weiter, für die sind die ersten 10 Minuten da. Ja, da brauchen wir auch nicht dran dummschmerzen, für die sind die ersten 10 Minuten da und da kann ja jeder da, was er will. Aber ansonsten, ja. Herr Geibefee, du brauchst dich nicht bedanken. Ich muss mich schon bedanken. Ohne euch war ich nicht da. So einfach ist das. Freut mich, wenn es euch taugt. Mir taugt es wie Sau. Wir sehen uns am Sonntag mit dem Video gegen Mittag, wie alle, um 1 ungefähr. Relativ sicher, ich bin nämlich schon fast fertig, aber heute den ganzen Tag nichts anderes da. Den ganzen Nachmittag nichts anderes da, sagen wir das so. Herr Tütensee! Das rockt, weitermachen, das werden wir auf alle Fälle weitermachen. Das ist einmal so sicher, wir sind in der Kirche und es ist wieder so eine Art Spiel. So eins haben wir noch nie gespielt. Also, das ist wirklich fast nur Story-Spiel. Da passiert Gameplay-mäßig nicht recht viel. Was aber nicht schlimm ist. Es ist halt trotzdem bei der Stange. Das eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten wieder mal, nämlich zum Beispiel mit Life is Strange 2. Hätte ich auch Bock drauf. Und wenn ich sehe, dass ihr Bock auf so storylastige Spiele habt, wo nicht unfassbar viel Geballer oder Brutalität oder Horror oder was ich gemeint habe, was nötig ist, vorkommt, eine gute Sache. Geile Sache, da haben wir geil. Du kannst das Sommerloch vollstopfen damit. Voll geil. Und irgendwann kommt dann Cyberpunk und dann wird sowieso ziemlich lange mal gar nichts anderes gespielt. Ja, vielen herzlichen Dank, ganz ehrlich. Wir sehen uns am Sonntag mit dem Video, spätestens live am Montag, 20 Uhr, für alle, die nicht dabei sein heute. Ich stream, jetzt habe ich fast selber hochgesäufert. Ich stream fast jeden Montag und Mittwoch von 8 bis grob 10, manchmal ein bisschen länger. Und eventuell auch am Samstag, wir müssen mal Transport FIFA irgendwann einmal weiterspielen. Es kommt ganz drauf, ob meine Spätzchen da haben und wir spielen mal irgendwas anderes oder ob ich einfach mal was mit der Frau tue oder einfach keinen Bock habe. Singen wir am Samstag schon. Ansonsten würde ich sagen, dufte Sache. Jetzt schleicht euch ins Bett. Es war mir, Moment, wo ist die Todeströte? Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Press F for Respect für die Moderatoren, die den ganzen Tag die Scheiße da sauber machen, die ein paar Leute hinterlassen. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen wir uns. Haut euch ein, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Stopp, das war falsch. Habe Herr Killer! Why wird die alte Donation nicht gezeigt? Was für eine? Da ist eine. Birger sagt doch gleich, dass der Grill wichtiger ist und der Wauzi schnurcht endlich nicht mehr. Kann auch sein. Vielleicht mache ich mir am Samstag ein sauberes Pullpork. Vielleicht auch vorbereitend auf ein Video. Wer weiß das schon? Jetzt schleicht euch davon, habe Bussi aufs Nussi. Wo ist denn jetzt mein Mauszeiger wieder? Warum ist mein Mauszeiger nicht da? Egal. Haut euch eine. Habe